Hallo liebe Menschen, willkommen im 2023 hier auf twitch.tv/brachca. Schön, seid ihr da im neuen Jahr auch mit mir, mit dem Cyril. Und ein bisschen Klemmbaustein, im Speziellen heute ein bisschen Lego mal wieder. Ich hoffe, ihr seid wunderbar ins neue Jahr gestartet. Gutes Neues auf alle Fälle an euch da draußen. Freut mich sehr, dass wir zusammen ein bisschen weiterklötzeln können. Ja, okay. Ich hoffe, ihr habt auch gute Weihnachten gehabt. Ihr habt alle Geschenke bekommen, die ihr euch erwünscht habt. Und jetzt ist es bei unserem letzten Stream am 27. noch reingeholt. Haben wir ein grosses Giveaway gehabt und zusammen ein bisschen den Eiffelturm gebaut mit dem Spielwarenteam. Ja, für die das nicht gesehen haben, das könnt ihr übrigens auch auf YouTube nachschauen. Dort sind wir auch drunter unter brachca Gaming. Aber dort findet ihr uns natürlich auch. So, Mungo, bonjour. Ja, der frühe Mungo fängt den Klemmbaustein, sage ich da nochmal herzlich willkommen. Schön bist du da bei uns. Unverhofft vielleicht für ein paar, dass wir überhaupt da rum sind. Wer weiß das schon? Ja, weil die anderen sind alle in der Ferien. Nur ich bin rum. Ich bin der Einzige, der arbeitet hier. Das könnte man meinen. Nein, ist natürlich doch nicht so. Aber ich bin der Einzige, der streamt. Ja, so sieht es aus. Okay. Ich sehe es vielleicht schon in der Beschreibung. Wir bauen heute weiter und ich switche da mal an unsere Great Wave. Das ist ja so ein bisschen das grosse Mysterium gewesen. Wir haben das Anfang Dezember angefangen gehabt. Und dann ist es weg gewesen. Und niemand hat mehr darüber geredet und Videos, Tweets, alles im Nirvana vom Internet verschwunden. Ja, ganz sagenumwogene Gerüchte haben sich da gebildet. Was ist echt passiert dort? Ja, ganz einfach. Lego hat das Ganze ein bisschen hinterher verschoben mit der Kommunikation. Das ist eigentlich schon alles. Ab dem 28. Dezember haben vielleicht die ganz gewundert waren, das auch gesehen haben, dass wir das Video wieder freigegeben haben auf YouTube und auch auf Twitch, wir die erste Episode von der Great Wave jetzt wieder schauen können. Und wir bauen jetzt einfach weiter. So sieht es aus. The Great Wave ist ein weiteres Art Piece, das wir zusammenbauen dürfen. Es gibt ja schon ein paar. Starry Night zum Beispiel ist etwas, das sehr gut angekommen ist bei den Leuten. Und The Great Wave ist jetzt die nächste Iteration von diesen Artworks. Und ja, es gibt mehrere, wie ihr da gesehen habt. Es hat auch eine kleine Geschichte oder, zum Katsushika Hokusai, wo das Ganze gemalt hat. Das haben wir in der ersten Episode auch ein bisschen angeschaut, seine Geschichte. Wie das dazu gekommen ist. Und mittlerweile gibt es das natürlich in jensten Formen, Farben, Varianten und Produkttypen, weil ja, es unterliegt natürlich kein Copyright mehr. Mittlerweile, der gute Herr ist schon seit einigen Jahren verstorben und darum dürfen wir das einfach so reproduzieren, wie man lustig ist. Ja, wunderbar. Wir sind bei Sack Nummer 9 jetzt nachher angekommen. Ich habe natürlich da schon ein bisschen mich reingefuchst und weiss jetzt schon, wo wir etwa sind. Zumindest Sack 8 ist schon geöffnet und jetzt sind noch die übrigen Teile bei mir drin. Darum muss es fast Sack Nummer 9 sein, wo wir jetzt dürfen gemeinsam öffnen. So, okay, jetzt sind wir auch angekommen. Wie ich letztes Mal schon gesagt habe, ich habe mega fest Freude an der Farbe. Es ist ja sehr so ein Zen-Lego-Set, oder? Mit diesen kleinen Dots, die man hier überall platziert und so. Das hat schon etwas sehr Beruhigendes und Meditatives auch. Und man sieht schon ein bisschen die ersten Formen und Konturen. Oder hier haben wir da unten. Da haben wir den Berg Fukushima, dann haben wir ein bisschen Himmel und so weiter, Abendröte, dann haben wir die grosse Welle und da unten haben wir noch die 3 Beutel, die da im Zeug rumgespült werden. Und genauso machen wir das jetzt. Wir lassen uns auch ein bisschen mittragen von dieser Welle ins 2023 und starten doch gerade mal. Und weiter auf dieser wunderbaren Reise durch einen Teil von Japan. Ja.
So, wenn ich dann den ersten Sack hier aufbringe, wunderbar. Ja, es war schwierig zu mich zu entscheiden. Wir haben momentan 3 ganze Projekte, die wir gestartet haben. Einerseits haben wir eben den Great Wave, das ist das älteste, das ich aber abbrechen musste, aus eben den Gründen, die ich eingangs gesagt habe. Und dann haben wir noch unsere Saturn 5 da hinten oben. Die ist auch noch nicht fertig, die würden wir dann anschliessend machen. Ich rechne zwar damit, dass das gerade gut aufgeht, damit dass wir mit der Great Wave in dieser Session fertig werden. Und dann haben wir natürlich noch, man sieht es dort unten, da unten, haben wir noch den Eiffelturm. Ja, mal schauen, ob wir vielleicht nochmal da einen Kollaborationsstream machen mit dem Spielwarenteam, aber die guten Leute müssen ja auch arbeiten. Ja, und wenn gerade irgendwie 4 nachher da hocken, ich weiss nicht, wie gut das nachher kommt, oder? Ich will ja auch eure Produkte, die ganzen Neuheiten immer zeitgemäß, also nach dem Release können bestellen, oder? Und da ist es wichtig, dass alle arbeiten, inklusive natürlich mir. Das heisst, ich muss die 2 Stunden aber ein bisschen aufholen, aber das passt schon, das passt schon. Gut, genug geschnurrt für den Eingang. Let's go. So, wie sind denn eure Weihnachten gewesen? Erzählt doch mal. Habt ihr es schön gehabt? Habt ihr ein bisschen Familie gehabt? Oder mit Freunden? Oder habt ihr es alleine verbracht für euch und einfach das gemacht, wonach euch Sinn und Laune gestanden ist? Wir fragen das ganz bewusst, weil ja, wir kennen auch Leute, dort ist das Familie ein bisschen schwieriger, aber auch die Leute können sich natürlich gut vertun, die haben sich ein bisschen daran gewöhnt, dass Weihnachten dann halt ein bisschen weniger Leute rum sind, aber nichtsdestotrotz macht man das Beste daraus. Finde ich sehr schön, wenn man sich da damit arrangieren kann. Meine Weihnachten selber sind sehr gemütlich, sehr gefräßig gewesen. Ich habe mir auch nichts gewünscht. Wir tun auch immer wichteln. Aber ich habe dann so ein Negroni-Set bekommen, aus dem Wichteln raus, mit 3 Getränken, 2 Tumbler und einer kleinen Mini-Karaffe. Das haben wir übrigens auch bei uns auf der Webseite brach.ch. Findet ihr, wenn ihr Negroni googelt, glaube ich, oder so. Ja, habe ich mich sehr gefreut, habe sehr gerne Negroni. Und Old Fashioned sind so meine 2 Lieblingscocktails. Polymechanical, Saletti, grüß dich. Willkommen im 2023. Auch du hast es da geschafft. Freut mich sehr. Ja, übrigens, ja, ist vielleicht euch schon aufgefallen, es ist 1. Jetzt schon. Wir streamen jetzt im 2023 immer von 1 bis 3. Also ich mache das so. Ganz einfach, weil ich dann meine Teamgespönte, die ich nur am Dienstag sehe, mit denen auch mal noch das Mittagessen. Das ist das eine. Und weil ich dann auch nicht verhungern und wir doch festgestellt haben, dass viele Leute um diese Zeit auch noch sehr gerne dabei sind und ein bisschen einschalten. Sagen jetzt irgendwie alleine am Arbeiten oder suchen sonst ein bisschen Ablenkung. Oder ein bisschen etwas zum Chillen wollen. Ja, gutes Neues natürlich auch an dich, Polymechanical. Danke vielmals. Hast du einen guten Start gehabt, soweit? Ja, Silvester ist natürlich auch noch gewesen. Und bin da mit meiner Frau, die übrigens 6 Jahre jünger ist wie ich. Und das sagt das aus einem bestimmten Grund, weil die haben natürlich noch das Verlangen, irgendwie da in den Ausgang zu gehen. Oder ich meine, ich gehe jetzt auf meine 35 zu. Und ja, da macht sich das Alter ein bisschen bemerkbar, oder? Und dann sind wir noch mit einer Kollegin zusammen gewesen, die noch jünger ist. Und da haben wir dort schon mal richtig gefressen und gespielt und dumm da und ein bisschen vorgeheizt. Und dann sind wir dann, ja, also die Kollegin hat eben nachher Tickets schon gekauft für einen Club, Jure in Luzern. Und du kommst eben scheint an Silvester jetzt nach dem ganzen Corona-Zeug sowieso nicht, kommst gar nicht rein irgendwo, oder? Also hat sie einfach mal vorsorgehalber Tickets gekauft.
Ja, und dann musst du natürlich gehen, oder? Weil dann sind schon ein paar Franken reingebuttert worden und es ist schon so da der Zwang da, ja, wenn wir jetzt nicht gehen, dann ist es wie ein bisschen fies, wenn sie es schon organisiert hat, oder? Meine Frau natürlich, yeah, geil, Party! Und ich so, wo ist mein Gehstock? Ja. Ja, aber bevor wir dort hin sind, sind wir noch auf die Musikmauer rauf, haben dort ein bisschen das Feuerwerk angeschaut von all diesen hunderten Nötchen, die es aufgejettet haben. Wunderschön gewesen. Also es sind gerade wieder tausende Nötchen runtergekommen, ich habe mich sehr gefreut. Ja, wir haben noch eine Magnumflasche Prosecco dabei gehabt und haben die noch an die Leute ein bisschen verschenken, haben extra noch ein bisschen Becherchen mitgenommen und so. Aber ja, alle Leute haben schon etwas dabei gehabt oder haben nicht wollen. Ach, es sind alles Bünzli-Leute, wirklich. Also wir Schweizer sind echt schlimm, hey. Wir haben nicht einmal alles Schweizer gefragt. Also die Deutschen dort, die sind auch ganz komisch. Sie haben nicht das Gefühl gehabt, wir wollen ihnen irgendetwas andrehen. Ja gut, dann haben wir noch so die Leuchtarmreifen dabei gehabt von einer Tischbombe. Die haben wir dann noch so einem kleinen Mädchen mitgeben. Die hat dann sehr Freude daran. Aber ja, nachher, also die Magnum-Flaschen haben wir nach den Flaschen, die wir vorher schon deutsch haben, natürlich nicht auch noch mögen. Und ja, haben sie dann einfach irgendwo stehen lassen. Ich hoffe, irgendjemand da draußen hat Freude gehabt an der. Ist wirklich eine gute gewesen. Aber ja, so ist das. Jetzt haben nicht alle Leute gerne gratis Sachen, oder? Verständlich. Ja, und nachher sind wir eben da in die Keibe Scheuer. Dort war irgendwie eine 90s Party gewesen. Was ja eigentlich noch cool ist. Aber die Leute, die dort drin waren, haben auch alle 90er oder 2000er Jahrgang gehabt. Also, ja, gemischte Gefühle. Es hat zum Glück 2 Stück gehabt. Da sind wir in den zweiten rauf. Dort war innen so ein mein Alter drin gewesen. Und da ist auch coole Musik gelaufen. Zwischendurch zwar wieder irgendwelche Songs, die noch niemand irgendwann gehört hat. Aber ja, whatever. Und dann ja, dann hat es irgendwann angefangen, dass die Jungen von unten raufkommen. Und ja, ich bin gerade in Magawil, ja. Dass die Jungen von unten raufkommen. Und ich weiß nicht, also, ihr sind alle crazy, wisst ihr das? Also die eine dort, die mit ihrer Freundin, Affäre, was auch immer, rumgeflirtet und danced hat, also die hat gerade irgendwie einen epileptischen Anfall gehabt oder so, die ist so im Zeugs rumgekopselt, das hast du nicht mal mehr als Tanzen bezeichnen. Und dann hat sie die ganze Zeit meine Frau angerempelt. Irgendwann habe ich gesagt, oh, steh du da über, ich stehe zu ihr an, oder? Und dann hat sie wieder zu mir so irgendwie eins abdancen gehabt. Also, Leute tanzen dir wirklich so, also please no. Ja, und dann irgendwann hat sie mich auch geregt, dann ist sie so richtig auf die Seite rausgemüpft, da hat sie nur so dumm geschaut gehabt, und dann ich so und ja, irgendwann hat sie es dann checken können, sie sind ein bisschen weiter weggetanzt. Die andere, die sie mit ihr getanzt hat, ist dann mal irgendwann zu einem Mann rumgetanzt und ich bin nur so dort gestanden mit meinem Bier so fucking too old for that shit. Ja, wir sind dann eigentlich gegangen. Um 4 sind wir zum Glück weg gewesen. In der Spur von Troy? Nein, noch nie gesehen. Ich weiss nicht, wer der Troy ist. Ich weiss nur, dass er da streamt. Ich weiss nicht mal, ob der bei Brach arbeitet. Keine Ahnung. Er streamt auch nicht diese Woche. Es sind alle Ferien. Es sind alles so hure Pläuschler. Ich bin der Einzige, der hier hart am Arbeiten ist und da die Klemmbausteine platziert. Das Opfer, das ich für euch bringe, liebe Leute da draussen. Es ist enorm. Es ist der 3. Januar und ich bin am Arbeiten. Nur für euch. Da seht ihr, wie mein Herz schlägt. Ich bin ja wieder ja, so ein bisschen richtig voller Tatendrang und Energie. Das ist mir auch immer so ein bisschen, wenn das neue Jahr anfängt. Oder ich weiss auch nicht, habt ihr Vorsätze? Bei mir ja, gibt es ein paar, ob man die dann durchsetzt oder nicht. Das wird sich noch herausstellen, nicht wahr? Ja, aber ich will mich sicher ein bisschen besser organisieren, also vor allem im Privaten. Dass ich mein Zeug, das ich so geplant habe, auch mal noch irgendwann fertig bringe. Und das ist sicher
ein guter Vorsatz von meiner Seite her. Und mal wieder ein bisschen sportlicher sein. Aber ja, also Fitness mache ich nicht mehr, das habe ich letztes Jahr gemacht. Nachher bist du gleich zwischendurch, ja, nimmst du irgendwelche Ausreden und es passt dann gleich nicht. Oder, ja, ich mache jetzt einfach die Heime, versuche das ein bisschen konsequenter durchzuziehen. Da muss ich nicht zusammenpacken und noch das Fitness raus und dann ist die ganze Zeit irgendwie verlöhlt. Oder das regt mich halt am meisten auf, weil Fitness ist zumindest bis zu einem gewissen Punkt, bis es so ein bisschen siehst, dass es etwas bringt, ist das für mich so eher ein Müssen und nicht «Yeah, Fitness». Ja, seid ehrlich zu euch. Voll, wir kennen auch einen Vorsatz. Sich keinen Vorsatz zu machen, klappt ziemlich gut. Das ist auch ein guter Vorsatz. Keinen Vorsatz machen, es kommt anders als man denkt, oder wie läuft das so? Hey, da hat es... Irgendwo habe ich da ein paar verpasst, da hinten. Auf dieser Seite da. Ja, also Vorsätze sind natürlich eigentlich schon etwas Dummes, oder? Dann wartest du quasi aufs neue Jahr, bis du kannst sagen, das und das will ich verbessern. Aber ich finde es eigentlich auch noch eine gute Gelegenheit, weil... ja, weil dann lässt du so ein bisschen dein Jahr Revue passieren, oder? Und schaust, was kannst du vielleicht besser machen, anders machen. Und bin natürlich auch noch im Gespräch mit der Frau, die gesagt hat, hey komm, jetzt hocken wir mal alle an und reden miteinander, was wir vielleicht aneinander gerne hätten, was wir könnten anders machen oder verbessern und so. Und ich finde das noch recht cool, oder? Das ist, natürlich kannst du die Unterhaltung auch unterjährig führen, absolut. Das machst du natürlich auch, oder? Aber es war gleich gut gewesen, mal sich wieder auszusprechen, so. Und ein bisschen einander zu sagen, hey, schau, wäre cool, wenn wir dort vielleicht ein bisschen zusammen dran arbeiten und so. Das hat ja nichts damit zu tun, dass man sich irgendwie ändern gegenseitig oder so. Also, überhaupt nicht wegen dem. Barracks, ein gutes Neues wünsche ich dir. Ist das Päckchen schon angekommen? Sag mal. Sag mal. So, jetzt muss ich natürlich noch eins weiter. Voilà. Jetzt gibt es Zäckeli. Da so kleine Zäckeli. Mhm. Das müssen wir zweimal machen. Gut. Mit zweimal dem Brief? Ja, ich habe mir es halb gedacht. Der eine Brief wäre für mich gewesen, damit ich schauen kann, wer hat welche Päckchen-Nummer. Ja, ich habe es dann eben bekommen. Da habe ich so gedacht, irgendwo hat die Kommunikation nicht ganz funktioniert, leider. Aber hey, wenigstens ist es angekommen, das freut mich. Ich habe dann einfach nur eine Päckchen-Nummer bekommen, ohne die Kopie von dem Brief, oder? Keine Ahnung, wer jetzt welche Päckchen-Nummer hat. Ich kann nur hoffen, dass alle ankommen. Nein, musst du nicht einscannen, ist schon gut. Also wenn du dies bekommen hast, ich warte jetzt einfach noch, bis alle anderen kommen und sagen, hey, ihr das Päckchen bekommen, das ist gut. Okay. Aber merci. Kashiro, hoi, Sally, willkommen und auch dir ein gutes Neues natürlich. Bist du gut gerutscht? Dein Name passt irgendwie gerade zu dem Bild hier. Das hat so etwas Japanisches. Heißt das auch etwas? Hey, jetzt habe ich da noch so viele Reste, das kann ja nicht sein. Irgendwo habe ich wieder irgendetwas verpasst. Leute, please, sagt mir doch, was habe ich wieder übersehen? Irgendwo gehören noch so hellblaue an. Es ist eben immer rot umrahmt. Aber die habe ich jetzt platziert hier. Das auch. Das auch. Was haben wir noch gemacht? Hier. Das ist schon gut. Das muss man halt ein bisschen kontrollieren. Ah, da war noch etwas gewesen. Aber das haben wir auch.
Das auch. So. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Okay, gut. Dann gibt es halt da wieder einen Rest. Ab in den Restensack. Ja, merci Kashiro. Danke vielmals. Dann gehen wir das dann. Ich schon Bilderrahmen suchen fürs Puzzle, aber finde entweder das Bild viel zu grosse oder zu kleine. Ah, hast du bei brach.ch schon geschaut? Wir haben auch Bilderrahmen. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es noch knifflig ist. Weißt du, was könntest du machen vielleicht? Also einerseits hast du wahrscheinlich gelimet, oder? Es gibt ja den Leimstift für Puzzles auf brach.ch. Und vielleicht dann entsprechend der Form hin ein Cardboard, also ein Karton ausschneiden, ein Härte natürlich Karton. Und in der Halterung, es gibt ja die Bilderhalterungen, kannst du kaufen in einem Bau- und Hobbymarkt. Und dann kannst du das quasi so ohne Bilderrahmen aufhängen, weil es ist ja so ein Konturenpuzzle, oder? Und wenn du vorne dran nach dem Leim vielleicht noch versiegelst mit Segelspray, haben wir auch bei brach.ch, Vallejo zum Beispiel, Vallejo. Wenn du dort kannst schauen, gibt es so Satin-Spray oder Matt-Spray. Dann passiert sicher auch nichts, weißt, wenn man irgendwie in der Spritze drankommt oder so. Das wäre jetzt noch so etwas, was der Hobbyist bei mir würde empfehlen. Hast du auch noch ein Päckchen bekommen, Polly? Okay, noch nicht aufgetan. Ey, da könnte ich ja nicht warten. Also ich warte auch noch auf mein Päckchen. Ich hoffe, das kommt heute. Ich habe mich noch nie so auf eine neue Zahnbürste gefreut. Ja, aber es ist noch nicht da. Aber wir haben immer 2 Lieferungen auf Magavil übrigens. Ja, darum ist die Chance noch da. Also, Kashiro, Anime Demon Slayer. Okay, Kashiro gleich Kakashi, Anime Naruto. Und Shiro gleich Kyojuro Rengoku von Anime Demon Slayer. Ah, okay, du hast die 2 zusammengenommen. Kashiro. Das ist aber noch geil. Finde ich cool. Coole Sache. Das ist Internet anonym. Cool. Ja. Gut, Bau und Hobby. Ich habe nur Bau- und Hobbymarkt gesagt, Poli. Nehmen wir da keine fremde Marke ins Maul da. Ah, die haben es wirklich eingestampft und das sind jetzt einfach... Ich habe gewusst, dass sie Jumbo gekauft haben, aber jetzt ist jeder Go Bau und Hobby ein Jumbo. Das habe ich nicht gewusst. Das ist ja crazy. Bei Ikea gibt es auch Bilderrahmen für Puzzles. Okay. Ich habe immer gedacht, die haben so ihre eigenen Spezialmaß und so. Wir haben ein einziges Bild mal gekauft von Ikea. Das sind so. Medium. Brüder hat den Namen erfunden. Guter Brüder in dem Fall. Klingt wirklich cool. Ah, ja. Eben, und sonst bei uns, wir haben auch Bilderrahmen. Und dann schon ein paar müssen bestellen. Also es ist eh crazy, ich verschrecke aber selber, was wir alles haben. Wo wir die Hochzeit geplant haben, ist uns aufgefallen, dass wir noch ein paar Deko-Sachen brauchen und Kerzen und so. Ja, haben wir natürlich alles gehabt, also alles. Zack, rein, 2 riesen Päckchen habe ich fast überlebt gehabt. Aber es war noch sehr gäbig, ja. Also wenn halt alles an einem Ort kannst bestellen. Why not? Oh, das ist falsch. Ah. Jumbo gehört Coop. Ja, das weiß ich schon, ja. Aber dass jetzt alle Coop und Hobby eingestampft haben, das weiß ich. Das habe ich nicht gewusst. Oder dass sie einfach alle rebrandet haben und jetzt alle Jumbo heißen.
Ja, die ganzen Lego-Artikel, die werden ziemlich zügig kalkuliert halt, damit sie marktfähig sind. Also, ich finde es immer gut, wenn Konsumenten das auch ein bisschen verstehen. Aber es gibt halt sehr viele Mitbewerber, die sehr aggressiv mit den Preisen umgehen. Und du willst natürlich deine Kunden auch nicht verlieren. Darum müssen wir wollen nicht der billigste sein, wir wollen auch unsere Dienstleistung natürlich ein bisschen bewerben. Auch wenn wir bei vielen Sachen sehr, sehr günstig oder der günstig sind natürlich. Aber wir gehen dann aber ziemlich zügig auch mit Preisen. Und da kann es halt sein, dass vom einen auf den anderen Tag mal etwas runterfällt. Aber das ist halt immer ein bisschen das Risiko, wenn man etwas kauft, Kashiro. Wie lange ist es denn her, wo du bestellt hast? Hey Nico, grüß dich! Herzlich willkommen! Hast du die Zeit noch gefunden, um da schnell hineinzuschauen? Ist ja ganz famos. Merci vielmals. So flott. Circa im November. Ja gut, da kann ich wirklich leider nicht mehr machen. Oder? Das ist halt ein bisschen... So funktioniert halt der Markt, oder dass Preisänderungen immer vorbehalten sind. Auf und ab. Was ich sonst generell kann empfehlen kann, regen sich wahrscheinlich alle auf, wenn ich das sage, aber ich meine, die meisten wissen es auch. Im Dezember laufen die grössten Aktionen. Also wenn ihr etwas für Weihnachten kaufen wollt, dann kauft ihr es im Dezember. Und dann im Januar ist auch nochmal immer ein Sale, also bei allen, das sind wir nicht die Einzigen. Im Januar kann es einfach sein, dass viele Sachen halt schon vergriffen sind, weil sie für Weihnachten weg sind. So ein bisschen zu der Logik. Aber sonst kann ich euch nur empfehlen, dass ihr mal irgendwo so einen Job in einem Handelsunternehmen, in einem Detailhandel, Retailer, was auch immer, macht. Wieder versteht man die ganzen Prozesse hindurch dann auch recht gut. Und weiss ein bisschen, wie das Ganze funktioniert, oder? Und dann hat man auch ein bisschen das Verständnis dafür, wenn man dann halt eben gewisse Preise sieht. Weiss zum Beispiel Lego nicht mehr. Ich hoffe, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster. Aber bei Lego ist es so, dass sich Leute ja mega aufregen über die hohen Preise, oder? Aber schlussendlich, es kaufen es ja alle, oder? Und wieso würdest du dann als Hersteller sagen, ja gut, wir machen es günstiger, weil es alle trotzdem kaufen? Und wenn du es eben kaufst, dann kannst du ja nicht über den Preis aufregen. Weil dann bist du ja willentlich den Kauf eingegangen, weil sonst machst du ihn einfach nicht. Dann musst du es eben boykottieren, wenn du sagst, hey, ich will das nicht unterstützen. Und das andere ist, Lego hat für Leute wie uns und auch andere Händler, Detailhändler und so weiter, wir verdienen so gut wie nichts dran, weil die Preise natürlich schon relativ hoch sind. Es hat aber auch ein bisschen mit der Qualität zu tun und da wird jetzt wahrscheinlich irgendwann die Leute, die ganzen Fanboys und Girls vom Held der Steine kommen und sagen, ja, aber es kostet viel zu viel für das, was es gibt und dann andere haben es viel besser und machen es viel besser und günstiger und so. Ja, ich habe jetzt auch ein paar andere Herstellermarken da schon zusammen gemacht und es kann halt von der Qualität her einfach bei vielen wirklich nicht mithalten, oder? Und das ist dann einfach schon der Unterschied im Preis, den man halt zahlt, wenn man ein bisschen Qualität will und halt auch offizielle Lizenzen, die dahinter sind. So, dass man eben einen Porsche zusammenbauen will und nicht einen Classic Sports Car zum Beispiel. Ist gut, Kashiro. Ja. So ist es eben. Oder gerade heute hat es einen Kommentar gehabt und ich hoffe, ich tue jetzt da niemandem zu nahe treten. Aber es hat jemand geschrieben gehabt, bei der Löwenritterburg, dass die sehr teuer ist und nicht klar ist, welche Zielgruppe das Lego mit deren ansprechen. Weil sie eben teuer ist, sei es wahrscheinlich nicht für ein Kind denkt. Also ist es eher an die Leute gerichtet, die 19
80, 90 aufgewachsen sind und die erste Ritterburg-Thematik damals, die Castle-Serie, kennengelernt haben und jetzt halt das Geld haben, um die zu kaufen. Ich finde, es ist ganz klar eben an die gerichtet, oder? Das soll so ein Nostalgie-Set sein und es kommt ja auch relativ viel damit. Du hast einerseits die Front, du hast die Rückseite mit diesen ganzen Einrichtungen, es ist relativ gross und massiv und ja, da kann man am Schluss immer noch diskutieren, ja, es ist ja nur Plastik. Ja, ist es vielleicht schon, ja, aber ich meine, wenn ihr irgendwo einen alten Porsche, dann sagen wir wieder bei Porsche, einen alten Porsche wollt, weil das ein Nostalgiefaktor ist für euch, dann zahlt ihr dort dann auch 20.000, 30.000, wenn ihr einen gut restaurierten noch habt oder so. Und dann tut ihr nachher noch mehr reinbuttern, oder? Das ist genau das Gleiche, das sind ja so Sammlerartikel vielleicht, oder Artikel, die euch viel wert sind und ja, für das kann man auch ein bisschen etwas ausgeben und so lässt man es einfach bleiben. Meiner Meinung nach, oder? Ja, und dann war noch der Vergleich gewesen, man soll doch mal googlen nach Blauenstein. Die wissen, was das ist, ja, könnt ihr schon googlen. Ich werde das jetzt auch nicht zu gross ausführen, aber das Teil in voller Ausführung kostet 3'500 Stutz. Und dann hinkt halt jeder Vergleich wieder, oder? So, genug granted. Jetzt bin ich fertig. Schlussendlich sind es ja alles nur Meinungen. Kann ich jeder... wie geht der dumme Spruch da? Kann jeder machen, was er will, weil jeder... Wie geht der Scheißspruch schon wieder? Wie jeder steht dazu, was er macht. Ja, mein... Übrigens lustig, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt von dort, aber das sind die ganzen Mannsgöckeli da, die hier halb am Versaufen sind. Es schauen auch alle recht deprimierend rein hier. So, sie sind auch blau angelaufen, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die alle seekrank sind. 1, 2, 3, gut. Jetzt so ein paar mehr von diesen seekranken Männern da. Wie handhabt ihr das so? Oder wie entscheidet ihr, ob ein Kleinbausteine-Set zu teuer ist für euch? Einfach, wenn ihr sagt, ja nein, das zahle ich nicht. Oder eben, wenn es nicht mit eurem Nostalgieempfinden übereinstimmt. Oder wie tun ihr das beurteilen? Ich kann so zum Beispiel auch noch vergleichen mit früher, wo ich noch ziemlich eine grosse Spielesammlung hatte, also Videospiele, Konsolen, Zeugs und Sachen, bis innen raus. Und dort sind natürlich Zehntausende von Franken reingeflossen, oder? Weil zum Teil sind das halt Raritäten gewesen. Und dann kann man auch sagen, ja, ist ja viel zu teuer, aber nein, mir ist das wert gewesen, weil ich das auch wollte, weil keine Ahnung, ich habe relativ spät meine erste Konsole gehabt und dann die PlayStation 1 Ära und das Ganze halt verpasst gehabt. Und dann willst du das wie nochmal erleben, wenn du zuerst mal so in das Gaming-Zeug reinkommst. Und dann zahlst du den Preis auch, oder? Oder wenn du plötzlich auf JRPGs stehst, dann willst du die ganzen Perlen von früher, Lufia, Lunar und das ganze Zeug, musst du dann halt nochmal ziehen und dann kostet halt so eine US was ist Complete Edition oder was, Radiant Edition, kostet er mal seine 130 Franken, oder? Klar hat es mal weniger gekostet. Ja. Der Poli sagt, sag's mal so, Lego hat so viel Konkurrenz und irgendwie müssen sie das fehlende Geld reinholen. Also ich tue jetzt nicht Lego verteidigen mit dem, ich sag nur, dass generell Lego hat immer noch einen extrem hohen Marktanteil. Also da reden wir von fast 3/4, glaube ich. Just saying. Aber ja, im Vergleich natürlich zu vorher, wo sie 100 hatten, müssen wir nicht drüber reden, ja. Andere haben auch Lizenzen, gleiche Qualität mittlerweile, okay.
kostet deutlich weniger. Lizenz kann doch nicht so teuer sein. Lizenz kaufst du ja einisch. Mhm. Ja, du, eben, Schluss am Ende. Was soll ich noch dazu sagen? Es gibt ja eben wie auch die Löwen-Ritterburg, wo nicht unter einer Lizenz steht und das eben das Nostalgie-Ding ist, wo relativ viel kostet, oder? Vielleicht bin ich auch ein bisschen die falsche Person, um damit zu reden, weil ich finde, so Sammlerartikel sind in den meisten Fällen ihren Preis wert, wenn nicht der Verkäufer gerade völlig überreist, oder? Und völlig weit ab ist vom Markt. Aber so ein grosses Teil, ich meine, früher so eine Playmobil-Burg hat auch schon 300 Stutz gekostet, neu. Oder? Und die hat dann noch richtig altbacken ausgesehen und noch nicht so viele Details dabei gehabt. Und jetzt so eine Lego-Burg, die mega detailliert kommt mit dem ganzen Innenleben hindurch. Ich nehme jetzt halt gerade das als Beispiel, oder? Andere Lizenzwaren. Ist schwierig, man müsste mal fast mit jemandem von Lego reden, wie teuer zum Beispiel so eine BMW-Lizenz ist. Für jetzt das Motorrad zum Beispiel. Kostet ja auch seine 140 Franken, 130 oder so. Ja, wie hoch ist der Anteil, oder? Wahrscheinlich ist je nach Lizenz kostet sicher anders viel. Also ich denke, BMW wird teurer sein wie... Was kann man jetzt in der publiken Lizenz, keine Ahnung, weiß auch nicht. Vielleicht tut McDonald's sie nicht billig verschuten, ich weiß es auch nicht. Hauptsache es ist überall. Ich weiß es nicht. Domding, hallo, grüß dich und willkommen. Gutes Neues auch an dich. Polymechanical findet die Entwicklung von Lego auch sehr kritisch. Okay, also in welche Richtung? Wegen Pricing oder oder geht es um die Exklusivtitel-Vermarktung? Domding hat sich Back to the Future, also der DeLorean, zweimal gekauft. Einen zum Zusammenbauen, einen ab im Keller, eben Wertanlagen. Das ist auch wieder etwas, oder? Lego profitiert extrem vom Namen und den Lizenzen. Und eine gewisse Teile Qualität haben sie auch, ja. Ja, vielleicht gibt es den Umbruch noch, oder? Ich meine, jetzt kommen die Leute oder die Generationen, die nicht mit Lego aufgewachsen sind per se, sondern die Auswahl schon gehabt haben. Und dann gibt es vielleicht auch einen kleinen Umbruch. Und dort versucht jetzt Lego ein bisschen sich entgegenzusteuern mit diesen Sets, die eher an Erwachsene gerichtet sind, die mit Lego aufgewachsen sind, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich sage nicht Klemmbausteine zusammenbauen oder was auch immer, Klemmbaustein bauen, sondern ja, Lego zusammenbauen, oder? Das ist für mich auch ein Verb in dem Sinn. Ein Lego Q&A. Ja, gut. Für das müsste ich doch mehr Ahnung haben von der ganzen Materie, oder? Es ist immer noch sehr subjektiv, was ich natürlich da alles raushaue, Leute. Also, tun unbedingt nicht auf Goldwaage legen, was ich da jetzt alles verzapfe. Überhaupt nicht. Ich kann nur vergleichen mit dem, was ich in der Kindheit natürlich gemacht habe, plus das während einem Jahr streamen mit Lego und anderen Klemmbausteinherstellern. Und einfach persönliche Meinungen. Aber ich finde, das kann man ja eben auch diskutieren, oder? Man muss ja nicht immer mit Leuten diskutieren, wo alles Mögliche darüber wissen und alle Eventualitäten schon durchgerechnet haben und so, weil manchmal gibt es auch ein paar neue Blickwinkel, wenn man mit Leuten redet, die vielleicht noch ein bisschen frischere Perspektiven haben aufs Ganze. Oder? Darum ist es ja immer cool, wenn neue Leute irgendwo bei deiner Bude anfangen, weil die haben dann auch meistens ganz neue Ansichten. Oder die sagt eigentlich so, ja, mal, das stimmt, das könnte man eigentlich so machen, ja. Preis und vor allem Technikmodelle sind so schlecht geworden im Vergleich zu früher.
Das ist jetzt zum Beispiel etwas, da kann ich wirklich nicht mitreden. Ich habe ganz früher ein paar wenige Technik-Modelle, Lego-Technik-Modelle gehabt. Eins davon, das so 3 verschiedene Formen hatte und noch eine CD-ROM damit gekommen ist, wo ein Videogame, ein PC-Game drauf war, wo hast du mit diesen Kerren, die du zusammengebaut hast, noch auf so einer Strecke hin und her düsen. Recht cool, recht cool. Wie es heute ist, weiss ich wirklich nicht, leider. Also ich weiss, was so auf dem Markt ist, was wir auch selber haben natürlich, aber müssen wir wieder eins zusammenbauen. Das letzte, was noch ein bisschen in die Richtung gegangen ist, war der Porsche. Das ist so keine Technik, geht immer noch unter Lego, glaube ich. Aber der hat mir sehr gefallen. Vor allem, wie ich noch den Vergleich hatte zu... Ja, mal dort unten. Da zu dem roten da. Und das da ist der von Lego. Und klar ist da ein grösserer Preisunterschied dazwischen, oder? Aber dann zahle ich lieber das. Tapeten haben halt noch etwas gut, ja. Wir arbeiten natürlich mit Klemmbausteinherstellern zusammen. Lego hat auch hindurch viel, was der Konsument nicht mitbekommt, das stimmt, ja. Da liefert natürlich Lego schon viel, auch was es uns sehr erleichtert, oder? Und gibt einem relativ viele Informationen damit, wo man arbeiten kann und die Leute auch unterstützen und schulen allenfalls und beraten. Das ist, von dem her ist das sehr gut, ja. Muss ich noch schauen, dass ich irgendwann mal noch etwas zusammenbaue. Da. Sind die nachher noch hässig mit mir? Bugatti, Lamborghini, Porsche als Technikmodell verzapfen ist einfach unter aller Sau. Die haben 1-2 Funktionen, das ist als Technikmodell sehr mager bzw. Frechheit. Also die geht es vor allem eben um die Anzahl Funktionen, weil ein Technikmodell bei dir quasi soll viele Funktionen erfüllen. Also sollst du irgendwie können modifizieren, umwandeln, kann ich fahren, lenken, anheben, verstellen, was auch immer. Ja. Also ich denke, mir würde so einen Kran, wie es ihn früher gegeben hat, noch mit dem Seil, oder ich aufladen und ausfahren und alles, würde mir auch mehr Spass machen, als irgendwie nur das Auto, das du ein bisschen lenken kannst und innen dran noch den Zylinder siehst, sicher, ja. Aber was willst du denn beim Porsche noch an Funktionen? Also bei dem jetzt da, beim Weissen da hinten, und dort sieht man ein bisschen, beim Weissen kannst du einfach Kofferraum, Motorraum aufmachen, der Motor bewegt sich, du kannst ihn lenken, du kannst den Sitz vorne und hinten klappen, du kannst das Dach wegnehmen, ein Cabriolet daraus machen, Türen auf und zu machen, aber weißt du, was willst du denn noch an Funktionen bei einem Porsche noch, die er vielleicht so gar nicht hat? Ungesagt, Lego investiert einen Haufen Geld in Werbung, ja, um kleine Kinder anzuziehen. Das merkt man beim Sohn, bei Serien wie Ninjago zum Beispiel. Ja. Modelle, die sie dazu verkaufen, sind dann eher zurückhaltend von der Kreativität. Creator Sets sind in seiner Meinung okay. Bei Technik sieht es wie Polymechanical. Okay, ja. Ja, das ist jetzt eben, das siehst jetzt zum Beispiel nur du als Vater, also vielleicht auch als Mutter, ich weiß es nicht, aber ich kann jetzt aus dem Namen nicht rauslesen. Weil halt der Sohn Ninjago schaut, ja. Das würde ich jetzt zum Beispiel nicht einmal gross mitbekommen, ja. Aber ich finde es schon faszinierend. Ninjago ist jetzt schon sehr alt, oder? Dass es immer noch gibt. Aber ich meine, da kannst du die gleiche Diskussion anfangen mit Hasbro, wo Power Rangers ausschlachtet oder so, was es auch schon gibt, seit ich klein bin.
Ja, dann müsstest du wie... Also ich meine, es ist ja nur ein Geniestreich, oder? Wenn du möglichst breit gefächert das Ganze abdeckst. Aus unternehmerischer Sicht ist es ja genial, oder? Du hast ein Produkt, das an Kinder gerichtet ist und du tust es promoten über Werbung und über eine Serie, wo der Kleine auch noch schaut und geil findet und sagt, ich will das. Das Gleiche war ja mit Paw Patrol, ist jetzt nicht Kleinbausteine, aber es ist auch so eine Serie und dort war es umgekehrt, dort hat es aufgrund von Film und Serie hat's dann alle möglichen Produkte gegeben und einfach alle sind aus der Hand gerissen worden. Aber so funktionieren Kinder ja, oder? Also ich habe auch, weil ich Transformers cool gefunden habe, habe ich auf Weihnachten meinen Transformer wählen und ich weiss heute, der hat garantiert 100 Stutz gekostet gehabt, weil es der grosse war, den hast du zusammenstecken oder so. Oder? Oder eben ein Playmobil-Burg, dort hat mir schon das Bild gelangt, damals noch im Spielwarenkatalog, den es immer vor Weihnachten gegeben hat, wo ich einfach geil gefunden habe und das wählen, ja. Kinder sind dort halt sehr beeinflussbar, oder? Aber das liegt ja nicht an Lego, sondern einfach am Kind sein. Welches Modell als Konsument interessiert dich vor allem zuerst der Preis des Produkts und nicht, was hinter den Türen abgeht. Ja, absolut, gebe ich dir voll recht. Also ich meine, schlussendlich haben die nichts Direktes von dem, dass wir es einfacher haben. Oder das ist absolut so, ja. Das rechtfertigt dann auch den Preis nicht. Das rechtfertigt nur quasi, keine Ahnung, eine gute Zusammenarbeit zwischen uns, dass wir gute Dienstleistungen anbieten, vielleicht, ja, I don't know. Aber ja, nachvollziehbar. Welches Modell wir hier haben, sehen ihr jeweils immer ja, auf dieser Seite. Unten Lego The Great Wave 31208. Wie weit ich gerade bin? Ich bin ziemlich in der Mitte. Also das haben wir noch. Ja, da also. Auf Seite 115 und wir bauen bis Seite 191 und 92 ist dann quasi noch das Bild, bis es fertig ist. Ja. Aber ich sehe gerade, das kann man ja näher aufnageln, oder? Also dann könnte man es, das ist schon schwierig da mit diesen Seiten, dass es immer seitenverkehrt ist. Da hinten oben vielleicht aufhängen, weil es hat keinen Platz mehr auf dem Regal. Ja. Mungo meint, Lego hat das von Hasbro und Co. abgeschaut. Das ist einfach, also meiner Meinung nach ist das einfach unternehmerisches Denken, oder? Also das Gleiche, was wir jetzt dann werden sehen, ist Dungeons and Dragons. Sobald der Film draussen ist, dann sind wir da im Mainstream angekommen. Also dann kennt dann jeder Dungeons and Dragons. Und dann sind wir definitiv weg von dem Nerd-Status. Was ja auch cool ist, oder? Ich meine, früher ist irgendwann einmal Lego auch ein Nischending und keiner hat das vielleicht kennt und irgendwann haben die ersten Kinder angefangen und dann ist es cool geworden und dann haben die Eltern gedacht, wow, ist eigentlich mega toll, ich kaufe das auch und so weiter und so fort. Und ja, und dann gibt es eben so Sachen, die dann plötzlich aufblasen und gross werden, weil es ein paar Faktoren drin spielen, wie jetzt bei Dungeons and Dragons. Was eigentlich cool ist fürs Hobby, aber natürlich die Angst auch ein bisschen rum ist, dass es nachher von diesen Grosskonzernen ein bisschen zerstört und auseinandergerissen wird und nur noch auf Profit geschaut wird und nicht mehr auf den Konsumenten. Und das ist dann natürlich aber das Schwierige. Ja. Und dort verstehe ich auch, dass man die Diskussion aufgreift und sagt, hey, ich als Konsument fühle mich nicht ernst genommen vom Hersteller, man schaut nur auf die Aktionäre. Ungemeint, aber Lego macht es gut, auch mit dem Lizenzzeug und Preisen, die man sieht, die man abrufen kann. Respekt. Sehr schön. Okay, sorry. Ja, ich sollte eigentlich mal vorwärts machen. Ich bin ja da nicht, um mich da dumm Schnurren anzuschauen, sondern wenn ich da irgendetwas zusammenbaue. Und jetzt werden wir da wirklich mal wieder ein bisschen Fürsche machen. Jetzt habe ich definitiv genug geschnurrt.
immer sehr wichtig, dass so die Eineli korrekt ausgerichtet ist. Ich hoffe, das ist euch auch wichtig. Sonst, ja. Sonst werden wir uns nicht finden. Das ist nur da unten rein. Gut. Gibt es wieder ein paar Töckeli da. Ich muss ein bisschen schauen, dass die alle gleich Chefs reinschauen. Dass halt plötzlich einer vom Kopf ist. So wie die Loki damals beim Sonic. Es ist ja nicht alles schlecht, was Lego macht. Kleine 12 Franken Sets, Speed Champions, Bar Creators oder Ideas Sets sind sehr gut, okay. Grosse Sets sind nicht greifbar, was Preise anbelangt. Sind extrem teuer geworden, ja. Und du schaust bei so Sachen natürlich, was sie bei der Konkurrenz kosten. Genau, ja, eben dann sind es natürlich eben so grosspreisige Sachen. Da verstehe ich auch, dass man dort schaut als Konsument, weil schlussendlich kommst du einfach das gleiche Produkt über. Ja, warum sollst du dann nachher noch 50 Franken irgendwo anders mehr zahlen? Absolut verständlich. Ich meine, auf der anderen Seite bin ich ja genauso Konsument, oder? Hä? Oh shit, das kommt weiter rüber. Ich finde es zum Beispiel auch cool, dass man so aktuelle Thematiken aufgreift. Habe jetzt gerade heute gesehen, ist endlich online gegangen bei uns, so muss ich sagen, auf pracht.ch. Auch, glaube ich, Cities oder Friends. Ja, ich muss jetzt nochmal geschwind schauen. Aber dort gibt es ein Gaming Tour Bus oder so, also ein Bus, so ein Tourbus mit einem E-Sports Gaming Event. Und das ist ja richtig cool, oder? Dass man die Thematik aufgreift, wo jetzt überall mega groß wird aktuell und dass man dort dann auch noch den Einstieg gefunden hat und eigentlich schon den Jungen, die sich aktiv schon dafür interessieren, dort dann irgendwo ein Set bietet, habe ich mich persönlich zumindest sehr gefreut. Ich schaue gerne so ein bisschen E-Sports daheim, wenn ich irgendwie am Kochen bin oder gerade am Essen und finde ich da aber noch geil. Ja, das ist halt so, oder? Sobald du ein AG bist, dann musst du einfach auf deine Aktionäre schauen, weil die ihre Dividenden wollen, oder? Und die wenigsten Aktionäre haben mit dem Produkt selber viel zu tun. Da gibt es halt den Interessenkonflikt zwischen den Aktionären und den Konsumenten. Aber ja, das könnte man eigentlich nur ändern, wenn man das ganze Gesellschaftssystem würde auf den Kopf stellen und quasi zurückgehen zum zum Warenhandel. Also ich gebe dir ein Lego-Set und du gibst mir Warhammer-Figuren, zum Beispiel. Jetzt einfach irgendetwas aus der Luft gegriffen. Ja. Dann wird so etwas vielleicht noch funktionieren.
Aber wer bestimmt dann den Wert von gewissen Produkten, oder? Oder sagst du einfach, alles ist gleich viel wert? Also das Wasser hier, das man nicht zeigen darf, oder vielleicht schon, wer weiß, ist gleich viel wert wie jetzt The Wave von Lego. Kommt dann darauf an, oder? Wie viel wert ist das Wasser? Ah, schön. Hä? Da sind wir wieder bei Ethikdiskussionen angekommen jetzt dann. Wunderbar. Wenn du durch die Wüste durchlaufst und verdurstet bist, wie viel ist dir das Wasser wert? Muss los. Okay, in dem Fall Kashiro, merci vielmals, dass du reingeschaut hast. Ist ein wunderschönes Tag, eine schöne Woche noch. Und bis zum nächsten Mal. Ich meine, warte, das müsste irgendwo bei mir aufgeploppt sein, weil das gesperrt worden ist. Es gibt keine Links, die du darfst posten. Wieso ist das jetzt bei mir nicht aufgeploppt? Aber kannst du natürlich auf unserem Discord kannst du dort posten. Ah, unsere Nummern, sehr schön, habe ich sehr gern. Ja, der Gaming-Turnier-Truck, ja genau, der meine ich, ja. Von Lego City Serie ist es, ja. Nicht Friends City. Finde ich einfach cool. Ist das so ein Mini-Ding? Finde ich einfach, weil es mit thematisch natürlich auch anspricht. Ja, finde ich das cool. Also die wollen wissen, von was ich es gerade hatte, Dom-Ding hat die Artikelnummer gepostet, da könnt ihr auf brach.ch schauen, was da mit gemeint ist. Und wenn man es jetzt natürlich noch richtig cool würde machen, oder, dann könnte man auch noch die Lizenzen, jetzt sind wir wieder bei Lizenzen reinholen, von E-Sports-Teams. Wo dann vielleicht die Decals, also die Kleber, könntest aufkleben von diesen verschiedenen E-Sports-Teams oder so. Und Mannsgöckeli dir vielleicht noch kaufen von gewissen, keine Ahnung, Team Liquid, Navi, was auch immer. Ja, vielleicht passiert das dann in einem weiteren Schritt. Natürlich abhängig davon, wie erfolgreich das der Artikel verkauft wird, nehme ich an. Aber das wäre ein Fanservice. Dann würden wahrscheinlich gewisse Leute das auch kaufen, wo ein bisschen älter sind, oder? Wo einfach die ganzen Vereine wollen unterstützen. Also wenn ich jetzt denke, zum Beispiel Eintracht Spandau oder so. Wenn jetzt der Tourbus so würde aussehen wie ihr, oder? Und dann hättest du noch da Präsident Knabe und so dabei. Die nicht wissen, was das ist nicht so schlimm. Ist einfach ein E-Sports-Verein in Deutschland. Ja, wäre cool. Und so kannst du natürlich die einzelnen Teams auch ein bisschen unterstützen. So, es wird langsam, hä? Nachher gehen wir, glaube ich, schon zum Rahmen. Da werden wir vielleicht. Was haben wir jetzt? 2. Das hast du gedacht, hey, ich habe eine Stunde überzogen, aber stimmt ja gar nicht. Ja, also fertig werden wir, denke ich, schon. Aber ich glaube, nachher noch für die Raketen anfangen, langt auch nicht mehr. Jetzt müssen wir da noch ein bisschen Gist und so ein paar Reflexionen da verteilen.
So müssen wir wirklich mal etwas trinken da. Ah, und weg. Das ist so schlimm. Kennt ihr das auch, wenn ihr irgendwie am Gamen sind? Und dann irgendwann gemerkt, der Scheiße, kannst du so lange nicht mehr trinken, kann ein richtiger Brand und dann leert er einfach gerade die nächste Flasche, die er findet, innen runter. Darum habe ich eigentlich immer neben dem PC so eine grosse Literflasche. Oder ist euch sicher schon aufgefallen, bei den Streamer und Streamerinnen gibt es immer so einen grossen Wasserkrug. In der Regel so gross am liebsten. Einfach, dass sie viel Wasser trinken, während sie am Stream sind. Macht natürlich auch nur bedingt Sinn, weil du kannst ja nur, ich glaube, 2,5 Dezi pro Stunde oder Viertelstunde. Wahrscheinlich pro Stunde, nehme ich jetzt so. Verarbeiten. Also wenn du gerade einen Liter aufs Mal aber rührst, dann ja. Bringt dir das gerade eigentlich nicht viel. Jetzt müsstest du einfach konstant immer ein bisschen trinken. Und hat mal einen Lesestream gemacht. Okay. Und das Buch von der Frau vorgelesen. Meinst du, trocknest aus? Ja, die ganze Zeit noch reden. Okay. Ja, das ist heftig, hä? Was ist da für ein Buch, wenn ich da frage? Dominik sagt, im GTA RP, also Roleplay in dem Fall, musst du als Charakter auch trinken, darum tue ich auch fast immer trinken. Ah, okay, also das heisst, wenn dein Charakter in-game trinkt, dann trinkst du auch eins. Aber ich hoffe, du bist nicht die ganze Zeit nur am Alkohol hinterher, oder? Excuse, salut und ein gutes Neues. Ist das Päckchen angekommen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, dies ist noch da. Ich glaube, dies ist noch da. Du musst es selber holen, es ist im Regal bei uns unten. Hast du es nicht letztes Mal mitgemacht am Giveaway? Warte mal. Warte mal. Ah, Munga, ja, bei dir ist ja auch noch. Ah, ist Sache, sehr gut, danke vielmals. Siehst, ich habe schon wieder den Überblick völlig verloren. Ich muss mal geschwind schauen. Da kann ich irgendwo mich einloggen. Und wow, jetzt der bald 35-Jährige und das Internet. Wieso sind wir jetzt da nicht mehr eingeloggt? Ich habe doch das Login nicht. Steffi! Jesus. Ja, jetzt kann ich nicht schauen. Das Buch war Terdeban. Eine Romanserie. Terdeban. Du bist nur ein Mensch. Ist das so Cyberpunk-Style oder was? Cyberpunk. Ah nein, Dragons. Von der Barbara Brozowski-Utzinger. Sieht cool aus, sieht fancy aus. Sieht aus wie etwas, das ich würde lesen, wenn ich noch würde lesen und Zeit hätte zum Lesen. Das Brettspiel Brad Bones, ja. Unter anderem. Ich glaube nur das Bad Bones, ja. Ja, voll. So, weiter. Hey, Leute. Haltet mich nicht vom Schaffen ab, bitte. Wow, eine Seite für ein Teil. Sonst wäre es wahrscheinlich von der Seitenanzahl nicht aufgegangen. Merci. Also ich habe es natürlich nicht gemacht, aber ja, sie sieht wirklich geil aus, Big Wave. Absolut. Ich habe noch mein Bläuschchen hier die, zusammenzubauen. Ist ein bisschen wie ein Puzzle, weil es alles so kleine Teile sind. Und so langsam Form annimmt.
Okay, dann schönes Schäferle. Merci für den Lurk. No. Hey. Jetzt eine wilde Welle da. All die Blümchen, du. Es geht schon fast als Blumenstrauß durch, das Gemälde. Jetzt wird es langsam richtig komplex. Jetzt müssen wir die rauszählen, die ich muss setzen muss, damit ich weiss, dass ich alle gesetzt habe. Gibt es eigentlich irgendwelche gute Serien, die man aktuell muss schauen muss? Wir sind gerade irgendwie so ein bisschen konsterniert und mit allem durch. Und da Frau Tapetenhemd hat zwar schon gesagt, ich soll The White Orchid oder Lotus oder was auch immer, das weiße Blümchen schauen auf HBO. Aber da muss ich extra für eine Serie HBO abonnieren. Das gurkt mich irgendwie auch an. Ja, Kopfverdori, ja, ich weiß. Gibt's noch anders auf dieser guten Welt als fucking White Lotus? Also ich habe schon gehört, die gerne Schnäppis haben, die sollen das schauen. Ja, das hat mal jemand gesagt. Nein, gut, okay. Ich hätte mal gerne einfach wieder so eine ich weiß nicht, Psycho-Thriller-Serie oder so. Wieder so etwas abdreht. Wie die Serie, wie hat die geheißen? Mit dem. Die ein Haus kaufen und dann kommen sie so einen Brief über von einem, wo sie beobachtet scheint. Und das ist auf wahre Begebenheiten basiert. Das. Ich weiß nicht, wie die Serie geheißen hat. Eigentlich haben wir sie erst vor ein paar Monaten beendet. Aber die war noch geil. So ein bisschen abgedreht. Und wenn es natürlich auf wahren Begebenheiten basiert, dann ist es immer doppelt so geil. Das ist einfach eine dumme Regel. Bionic, merci, dir auch ein gutes Neues. Cool, schaust du rein. Hast du gut gefeiert? Hast du dich schon erholt? Ich weiss jetzt übrigens auch, warum ich nicht schauen kann, wer jetzt schon wieder was gewonnen hat. Und mich dort einloggen kann. Weil ich war so ein Hirsch und habe so eine gute Idee gefunden, den PC updaten zu lassen. Und der hat natürlich, weil ich nicht richtig gelesen habe, Windows 11 draufgespielt. Merci vielmals, Microsoft. Aber wenigstens hat es nichts erschossen, oder? Also ich höre mich.
Alles gut, viel Gesundheit, schöne Momente im neuen Jahr, wunderprächtig. Danke, wünsche ich dir auch ganz von Herzen, dass es ein sehr gutes Jahr für dich wird, mit vielen tollen Momenten, die du kannst genießen und Erinnerungen, die du kannst schaffen und lang davon zehren. Ein bisschen im Stress wegen neue ERP, jeez. Ja, irgendeiner muss es machen, gell? Okay. Das Handgelenk angerissen beim Snüben. Hey, was ist los? Nichts Schlimmes. Geht einfach 6 Wochen oder so. Ist ja übel. Also, ein Kollege hat auch beim Boarden hat seine Schulter geschlissen, ist einfach angefallen. Scheint, ist nicht einmal schnell gefahren. Und jetzt hat ihm da irgendwie das Band zwischen das Schulterblatt und das Schlüsselbein oder so hat's ihm gerissen. Jetzt muss er morgen eine Platte reinmachen und operieren, Narkosen und alles. Crazy. Auch beim Boarden, ja. Passet doch auf, Leute. Hat man heute nicht mehr, ist mir heute zu cool für die Händchen noch mit diesen Schoner da? Nein, da, oder? Hat es eine Platte, damit du nicht so kannst überdehnen hier. Ich muss zwar sagen, ich kann auch nicht mehr so Händchen. Die habe ich damals gar nicht angefangen. Ja. Das ist immer noch, ja, Coolness oder Funktion, oder? Das ist halt schon eine wichtige Frage, die man sich stellen muss. Genauso wie wenn man mit dem Velohelm von die Heime wegfährt, weil Mami sagt, man soll ihn unbedingt anlegen und kaum ist man um eine Ecke, dann zieht man ab, weil man einfach doof ausgesehen hat, nebst den Kollegen, die ohne rumgefahren sind. Da hast du ja zu den Coolen gehören, oder? Ist das bei diesen Händchen auch so? Ein bisschen Schmerzen schaffen und Gamen geht. Okay, das ist die Hauptsache. Gamen, sehr wichtig. Das schaffen natürlich auch. Okay. Ja. Gut, du kannst wenigstens ein bisschen Schmerzmittelzeugs nehmen. Oder geht es noch ohne? Das wäre natürlich noch besser. Handgelenk angerissen. Das klingt richtig grusig. Hey. Was wegen der Händchen ist? Aha, ja, weißt du, früher hat man da so eine Metallscheibe drin gehabt, damit man ja nicht überdehnt auf diese Seiten, oder? Und ich habe noch gefragt, ob das heute nicht mehr cool ist oder ob man das nicht mehr hat. Also meine Händchen mittlerweile haben das auch nicht mehr drin, oder? Aber früher, also wo wir angefangen haben zu boarden, hat es sie noch gegeben, die Händchen mit dieser Metallplatte oder Plastik oder so. Metall ist es nicht gewesen, das wäre ja fast schon verletzend. Aber harter Plastik, der da ein bisschen dagegen gehabt hat. Halt auch wegen dem Abstützen, oder? Wenn die einfach fallen hast hinten runter, dass es nicht gerade zack gemacht hat. Ich glaube, es ist ein bisschen um das gegangen. Hast du auf der Unterseite, und genau in dem Moment hast du sie nicht angehabt. Nein, der kleinen Tochter wollte helfen, sie hat angefangen zu boarden und dann hast du... da hat sie gerade gesehen, Papi, so macht man das nicht. Ja, das tut mir leid. Aber wenigstens hast du den Schaden eingefahren und nicht deine Tochter, oder? Ich denke, als Vater nimmt man da dann das Opfer lieber in Kauf, solange es die Kleine nicht verwünscht. Aber es ist ja cool, fängt sie an zu boarden. Nice. Heutzutage tun so wenig Leute das Üben draussen. Ist euch das auch aufgefallen? Also, ich finde, Skifahren haben extrem Überhang genommen. Also ich muss natürlich auch sagen, zum Traversieren ist es einfacher mit den Ski, wenn du lange Gerade hast und dann am besten am Schluss noch rauf, oder? Dann hast du lieber Ski an als ein Board. Und ja, wenn ich mit der Family von der Frau gehe, Skifahren, dann ich eben Skifahren wegen dem Traversieren halt, gerade weil sonst beim Boarden müssen sie nach dem Abend warten. Wobei dort, wo wir hingehen, geht es meistens so. Also das letzte Mal, wo wir das zweite waren, bin ich mit dem Board wieder mal raus und das war so geil, auf der breiten Piste dort carven.
Fast sogar mit Knieschoner vom Volleyball, okay. Ah, da die Schaumstoffigen da, ich weiss welche, ja. Das ist nicht cool, aber Knie ist das Wurst, ja voll, ja. Also, schlussendlich verbringst du so auch recht viel Zeit auf dem Arsch, auf den Händen, auf den Knien als Border. Wenn du irgendwo ein bisschen warten willst, dann ja, nimmst du es lieber ein bisschen comfy, oder? Absolut. Hey, schau, jetzt müssen wir noch ein paar Dübeli da platzieren. Jetzt wird es richtig abgespaced. Ja. Da fehlt auch noch, da fehlt das Blümchen. Ein Blümchen. Lustig, dass hier so die Vögel noch drauf hat. Also ich meine, von vorne ist das mega cool, oder? Ich sehe das sicher auch, oder? Da haben wir die Vögel. Aber wenn du es so anschaust, dann siehst du halt schon, dass es Vögel sind. Wahrscheinlich ist es eher wegen der Dreidimensionalität, dass man die rein da hat. Ausser im Original wären tatsächlich auch Vögel drin, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen, oder? Hast du das nie genau angeschaut? Nein, es hat keine Vögel drin. So, ab geht's an den Rahmen. Das heisst, das da verschwindet jetzt und ist fertig. Also das ist das Gemälde, der Great Wave. Und wir machen jetzt noch den Rahmen drumherum. Darum aus Platzgründen kommt jetzt ein bisschen auf die Seite. Und wir schauen dann am Schluss an. Ah, und ab die Kiste. Ich schaue das am Schluss nochmal an. So, das ist 12. Wow. Alle zusammen sind das 12. Ja, ich habe halt mega. Also ich habe angefangen mit Skifahren und dann glaube mit so 13 oder so angefangen zu boarden, aber nie so wie Kollegen, so mega krass, keine Ahnung, noch im Funpark und so. Darum war ich nie mit der Blöscher, weißt du, ein bisschen Carven und so. Aber ja, traversieren, also ich meine, wenn ein langes Flatten, das ist wieder etwas anderes, aber eine lange Gerade hast und am Schluss geht es einfach noch rauf. Also, da kannst du ja noch lang angeben und ein bisschen hüpfen und so. Aber schlussendlich, ja, geht es halt gleich nicht von alleine für dich, oder? Du hast sogar noch später angefangen, mit 28 erst angefangen zu leben. Und nach 20 Jahren, nach fast 20 Jahren ist es immer noch cool. Ja, absolut. Also ich verstehe heute auch immer noch den Reiz vom Snöben. Auch powdern im frischen Schnee finde ich viel schöner als mit der Ski. Halt nicht so einsaufst und einfach das Feeling, so ein bisschen wie auf Wolkenfetzen, wobei wahrscheinlich niemand kann sagen, wie sich das wirklich anfühlt, ist einfach völlig anders. Viel, viel schöner auf dem Board. Oder ein Carven, wenn du wirklich so kannst, ohne viel Effort, also Aufwand, ins Brett hineinlegen und es dreht dich so mit und bist mit dem Körper fast schon im Schnee innen. Das ist schon ein tolles Gefühl. Klar kannst du mit der Ski auch carven, aber wenn du mal wirklich so eine richtige Schneise reinfetzt mit dem Board und so ohne Aufwand fast drinnen liegst,
Das kannst du mit der Ski nicht machen. So, jetzt bauen wir da das ganze Grundgerüst für den Rahmen. Ich hoffe, die Qualität ist jetzt wieder ein bisschen besser bei der Hauptkamera auf dem Tisch. Es überblendet leider immer noch ein bisschen vom Licht, aber das können wir jetzt hier in diesem Studio aktuell nicht anders lösen. Aber es sollte von der Auflösung her jetzt wieder ein bisschen besser sein, wie im letzten, vielleicht noch im vorletzten Stream. Da ein bisschen etwas justiert haben. Hoffe ich zumindest. Ja, ich finde auch mit dem Board kommst du besser irgendwie so durch das Wäldchen durch, weil es dich halt einfach, weiß nicht, besser mitträgt. Und auch um die Ecke herum irgendwie besser drumherum kommst, wenn mit der Ski verhakst du dich eher mal noch, weil du irgendwo einsaufst und dann bleibst du an einer Wurzel hängen oder was weiß ich. Ja, also meine Meinung jetzt zumindest. Musst du in Lurk arbeiten? Okay, ja, aber merci vielmals fürs Reinschauen, fürs Quatschen. Ganz ein schönes Tag noch, Veronik. Und bis bald, gell? Viel Spaß mit dem ERP. Ich hoffe, es zickt nicht mehr so rum. Ja, und ja, natürlich beim Lurken, ja sicher. Kannst du noch ein bisschen zuhören. Feel free. Ich versuche jetzt innen da noch ein bisschen durchzustressen. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde. Aber ich würde eigentlich schon gerne den Rahmen jetzt noch fertig haben. Dann können wir nächstes Mal noch die Raketen fertig machen. Und eben dann schauen wir nachher, ob wir den Eiffelturm weitermachen. Oder ob wir warten, bis alle mal Zeit haben, dass wir den gemeinsam noch weiterbauen können. Und wenn ich den alleine machen muss, dann geht das seine Zeit. Also ich habe nicht gesehen, wenn wir das vierte letzte Mal einfach nie reingekommen sind. Das sind also 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, okay. Danke, ich komme helfen. Ja, immer gern. Einfach unten bei der Warenannahme melden. Dann let's go. Aber ich muss dem Team noch den Vortritt lassen zuerst. Muss ich noch zuerst noch fragen. Sonst sind wir dann bald irgendwie 20 Leute da und alle wollen irgendwo ein Teil irgendwo anklemmen und niemand weiss, was hinkommt und am Schluss haben wir da den Schiffenturm von Pisa. So kommt das näher raus. Jetzt habe ich ja 2 gebraucht. Nein. Nö. Nö, nö, nö. So. Das kommt so. Das ist aber sehr fast schon quadratisch. Muss das so? Ich glaube, das letzte Mal mit 4 auf dem Eiffelturm gewesen. Mit den Eltern noch, wo wir im Disneyland waren. Und das war ganz, ganz schlimm für mich auf dem Eiffelturm, weil ich meinen Mickey Mouse Ballon dort oben verloren.
Darum habe ich nur sehr schlechte Erinnerungen, die ich mit dem Eiffelturm in Verbindung setze. Das ist ein Ort von Verlust und Trauer für mich. Und ja, darum hoffe ich eigentlich, dass ich mit dem Zusammenbau von dem Ganzen mich quasi selber so ein bisschen rehabilitieren kann. Vielleicht wäre das gar nicht schlecht, wenn ich das selber würde zusammenbauen würde. Danke Barracks, danke wirklich. Ich weiss das sehr zu schätzen. Das Ding war noch gar nie drauf. Nur unten dran. Ja, also wahrscheinlich musst du auch mega lange dort anstehen. Ich weiss nicht, wie das vorher ist, aber du musst ja in den Lift rein, oder? Und der ist doch pumpenvoll. Also bis du dort mal raufkommst, kannst du sicher eine Stunde anstehen. Ja, Tapetenhemd, das hast du noch nicht gewusst, he? Hast du fast deinen Lieblingsfeldstecher verloren. Aber nicht auf dem Eiffelturm, oder? Und warum ist dein Lieblingsfeldstecher? Das möchte ich noch gerne wissen. Ist es die Farbe oder ist es durchflüssig? Was ist es? Mungo hat mal durch den Arc den Triumph durchgesehen. Also was? Hab dein einmal durch den Arc der Triumph hindurchgesehen? Aha, den den Eiffelturm. Ja, sorry. Ja, klar. Du hast den Eiffelturm mal durch den Arc der Triumph durchgesehen. Das ist sicher cool, oder? Dann hast du so zwei monumentale Stadtarchitekturbilder in einem drin gehabt. Im Meetinghotel am falschen Stadtende. Ja, und nachher keine Zeit mehr gehabt, müssen heimgehen natürlich, oder? Autokorrektur, ja, ist schon gut, kein Problem. Ich habe aber ein bisschen lange Leitung, weißt du? Und beim Barracks, nein. Was, der Feldstecher ist im Zoo fast von einem Nilpferd gefressen worden. Wie mir das Wasser gefallen ist. Also wie jetzt? Das war der Lieblingsfeldstecher, weil er ihn vom Opa geschenkt bekommen hat. Oh nein, okay. Das wäre wirklich ein bitterer Verlust gewesen. Aber dann haben so werden den wieder rausnehmen können, oder wie ist das nicht gelaufen? How did it work? Der Arc de Triomphe habe ich gar nicht im Kopf. Also, ich weiss schon, wie er aussieht, aber ich weiss nicht, ob wir den anschauen damals. Gut, ich meine, wer würde dort schon um einen Kreis rumfahren, oder? Ganz ehrlich. Noch nicht ganz so schlimm wie der Magic Circle in der Stadt in England. Ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo gebracht, oder? Der Kreisel in der Mitte und dann 5 Kreisel aussen dran. Also du fährst in einen rein und dann in den grossen. Also nein, du fährst in die verkehrte Richtung. Und dann, ja, wie kannst du jetzt, dann gehst du so und dann in den nächsten und dann so raus. Also, kommt niemand raus. Blanke Horror. Also die Nachbarin ist mit in den Zoo gekommen, hat ihn rausfischen können, nebst dem Nilpferd. Hat dabei nur fast die Hand verloren, weil das Nilpferd hat zuschnappen. Alter, ihr habt ja auch noch Mut, hey. Jesus Gott. Gut, dort hat es noch kein Ready gegeben, oder? Dann war noch nicht klar gewesen, dass das Hippo, die meisten Leute an einer Attacke von einem Nilpferd sterben, oder so. Oh Gott, ey.
Das war der Puls, sagen wir mal, geschwind auf 200 gewesen, ja? Da schaust du auch noch. Also ich meine, haben sicher auch schon die Videos gesehen von diesen Nilpferden, wo sie Wassermelonen denen ins Maul rühren. Da macht es auch fertig. Also die haben schon ein bisschen Biss, ja. Da musst du richtig Cojones haben, um dort reinzulängen. Aber Respekt an deine Nachbarin, die für dich deinen Lieblingsfeldstecher von deinem Opa zurückgeholt hat. Da bist du dir sicher bis heute noch dankbar. Jetzt gehst du wahrscheinlich nicht mehr so nah ans Wasser, oder? Mit dem Feldstecher. Du kannst ja genug näher anzoomen, nehme ich an. Dass das nicht nötig ist. So, die müssen wir noch auf der Seite behalten. Die sind nämlich von einem extra Säckchen. Und dann wird einmal umgedreht. Und das 13 auf die schauen, welches sieht gut aus. Oder 313 da. 313, die Autonummer von Donald Duck. Warum? Weil 3x13, weil er 3x Pech hat. Einfach so ein Pechvogel ist. Habe ich aus einem lustiges Taschenbuch herausgelesen. Ramon, gutes Neues! 2023 auch dich, gute Gesundheit und wundervolle Momente in diesem Jahr für dich. Merci vielmals. Bex war noch ein kleines Kind, das der Feldstecher ins Wasser gefallen ist, aber daraus gelernt, das ist die Hauptsache. Dass es nicht mehr passiert. Ist eigentlich schon lustig, oder? Dass die Hippos und die Zäckchen kommen, dann, ja, dann sprichst du einfach noch geschwind ins letzte Gebet, wo sie irgendwie so knuffig aussehen, oder? Wenn sie irgendwo dort im Wasser rumhocken und so ein bisschen gemütlich musikalisch wird oder so. Hey, wow, merci vielmals für den Gifted Sub, für den Excuse. Wunderschön, danke vielmals, das ist sehr nett von dir. Ganz, ganz lieb. Ich sage jetzt einfach mal Danke auch für Excuse. Ich glaube, er ist am Rumlögen. Okay. Aber mega lieb, danke schön. An dieser Stelle auch nochmal, wir streichen das Geld natürlich nicht selber ein, sondern wir dann das alles spenden. Ich muss gerade mal schauen. Ja, das ist schon wieder. Haben wir das so? Ja, voilà. Ei! Ein Versuch und der richtige Command. Ich bin ja ein absoluter Vollprofi. Crazy. So, jetzt müssen wir da viermal das Zeug da machen. Und jetzt hat sich die Musik verabschiedet, oder was? Jetzt mit drin, jetzt mit drin das Lied fertig, okay. Ah, schau mal, sie ist ja sogar da. So schön. Schau, jetzt hast du schon ein Eili vorne dran. Wunderschön. Jetzt hast du sogar schon das nächste Eili, schon das nächste Tier. Nice. Ja, oder macht ja irgendwie auch keinen Sinn, wenn man es selber einstreichen. Also ich meine, wir haben ja schon Geld, Lohn, also wir, die da arbeiten, oder? Und dann wäre es irgendwie weird, wenn wir das noch selber einstreichen. Das fände ich auch nicht sympathisch, oder? Würdet ihr so jemandem zuschauen, der für eine Bude arbeitet, Geld bekommt und dann noch die ganze Donation selber einstreicht? Also ich weiß nicht. Wow! Ja, hier übrigens nochmal erwähnt, die ganzen Emotes und
Subscriber Tier Icons. Die kommen von der Pikalicious. Die findet ihr auf Instagram. Sie hat früher einmal gestreamt. Ich weiß nicht, ob sie immer noch tut. Ich glaube es nicht aktuell. Und ja, die hat auch viele Streamer und Streamerinnen glücklich gemacht und Emotes und Icons für die designt. Unter anderem zum Beispiel für grosse Manuel, für German Let's Play. Den kennt ihr vielleicht noch. Er hat jetzt zwar ein bisschen reduziert, wieder angefangen, glaube ich. Ja. Das war doch eine recht grosse Nummer dort. Ganz genau die, Ramon. Jawohl. Hau da mal ein bisschen Liebe in den Chat rein. Hat er auf schon 20 vor. Die Zeit verfliegt nur so, wenn man Spass hat. So sagt man. Ja, also was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir da noch 4 da. Und dann haben wir noch 14 und 15. Und dann ist fertig. Und dann muss es dann nur noch an die Wand nageln. Vorzugsweise natürlich nicht durchs Bild, sondern hinter dem Bild an der Wand einen Nagel platzieren. Aber ich tue mit der spontan entscheiden, wie ich es mache. Und Follower haben wir auch noch. Races.de, sag ich jetzt einfach mal, oder Razes. Maybe. Kannst du mich da noch gerne korrigieren. Aber merci für den Follow. Herzlich willkommen hier bei uns auf brack.ch auf unserem Twitch-Channel. Hoffe, du hast eine wunderbare Zeit hier bei uns und auch noch dir ein gutes Neues natürlich. Ah, schön. Ah, die Liebe. Wunderprächtig. Ah, da fühle ich mich richtig gemütlich und wohl da in meinem Sessel, ne? Wenn da so viel Love gespreadet wird. Gespreadet. Das ist auch so etwas, he? Das so ein Spreading, das ist so richtig verhunzt worden seit Corona. Das ist nicht mehr so Spread the Love oder so, sondern einfach, da kennst du nur, du bist automatisch ein Superspreader, kommt dir in den Sinn, oder? Mögt ihr euch noch erinnern? Oh, jetzt kommen schon die ersten, mögt ihr euch noch erinnern an die Corona-Zeit? Hey, lustig. Was ist das gewesen? Ich glaube, zu Silvester, oder? Im 20. echt, wo irgendeine Party gemacht hat, oder im 21. Und da hat es jetzt so einen Superspreader gegeben, wo sich alle angesteckt haben, nachher alle angesteckt haben und so. Ah ja. Das waren noch Zeiten gewesen. Hey, da bin ich noch jung und spritzig da. Lang ist es her. Ah, ist ja schön, haben wir das jetzt durch. Ich habe mich aber so gefragt, wie das wird sein, wenn ich das irgendwann mal so meinen Kindern erzählen, oder? Wenn sie irgendwie Fotos sehen, wo ich mit Maske drauf bin, so, hey Papi, was ist denn da los gewesen? Und so. Und dann, ja, Pandemie, weißt du, Weltuntergang, schlimm gewesen, alle mit Masken, man hat nicht mehr rausgehen, nicht mehr Sali sagen und dann natürlich, ja, kein Essen, kein Ausgang, gar nichts. Fertig lustig. Was, wirklich? Und jetzt im Nachhinein ist es so schlimm gewesen. Ich weiß es nicht. Es hat eigentlich auch viele Möglichkeiten aufgetan für gewisse Leute, habe ich das Gefühl. Die sich irgendwie neu haben müssen erfinden. Oder ja, plötzlich wieder die ganzen Reisebüros profitiert haben, oder? Es gibt immer überall ein bisschen positive Sachen. Das ist mir gerade jetzt, wann ist das? Ja, gerade jetzt am Silvester aufgefallen, ja, das Reisebüro vorbei, oder? Also die haben ja schon Glück gehabt, weil die sind ja völlig am Abserbeln gewesen. So, Ein bisschen den Turbo muss ich jetzt schon reinhauen. Ein bisschen. Hey, noch 17 Follower und da sind wir bei 1000 da. Das wird ja auch das Ding, hey. Lauridin, salut, willkommen. Und ein gutes Neues natürlich an dich.
Ich hoffe, du bist prächtig übergerutscht. Und hast richtig schön können festen oder einen tollen Abend verbracht. Jetzt ist ja auch schon wieder der 3. He? Das Jahr ist ja schon wieder alt. Ich meine, jetzt muss man ja nicht mehr Neues anfangen. Jetzt hat das Jahr angefangen. Oder? Irgendwelche Vorsätze gerade über den Haufen rühren. Polymechanical hat sowieso gesagt, die besten Vorsätze sind, sich keine Vorsätze zu machen. Why not? So. Hey. Okay. Also jetzt müssen wir all die außen sind, reinstoßen, weil... Warum? Ah, da unten hat es natürlich noch Löcher, wo die dann reingehen und sich festfressen. Gut. So, und jetzt so die Gelen da. Rundum fast. Zwischen Weihnachten und Silvester hatte ich mal noch ganz geschwind Zeit gehabt, um weiter an meine Star Wars Legion Figürchen umzumalen. Bin ich sehr stolz auf mich, dass ich jetzt wirklich bald fertig bin. Ja. Ich glaube, ich und der Kollege hier vom Spielwarenteam, der Oli, der haben ja auch, zumindest seine Hände haben gesehen im letzten Stream, wo am Eiffelturm mitgebaut hat. Wir haben uns das Basisding geholt von Star Wars Legion, auf Brack.ch übrigens. Und ich habe die Rebellen genommen und er Stormtroopers. Und ja, irgendwie haben wir es beide nicht so richtig geschafft, das mal endlich fertig zu bauen. Aber also uns bemalen vor allem, oder? Aber jetzt sieht es doch recht gut aus, dass wir es endlich mal schaffen, mit bemalten Figuren dann richtig zu spielen. Dann macht es natürlich nochmal doppelt so viel Spaß. Und dann, wenn ich die fertig habe, dann fange ich mit meinen Warhammer-Figuren an. Und ich jetzt nach so vielen Jahren, wo ich überlegt habe, soll ich auch mal das anfangen und kaufen, zugeschlagen habe. Ah, da freue ich mich extrem drauf. Wow. Also das ist jetzt schon ein bisschen feinöckeli Arbeit da. Aber es ist irgendwie auch gut, ist am 3 fertig. Ich habe schon wieder so Durst. Es gibt so Getränke, da hast du nachher einfach noch mehr Durst als vorher. Kennen die auch? Also ich finde zum Beispiel da die ganzen Energy Drinks und so, da habe ich nachher richtig Brand. Oder gewisse Eistee gibt es, von denen kannst du auch nicht aufhören und musst noch mehr trinken. Und dann hast du irgendwann so einen völligen Zuckerüberschuss und drehst völlig am Rad. Aber ja, vielleicht bin ich da auch mal eigen. Das kann auch sein. Also wenn ihr euch da mitdreht und nicht mithelft, dann wird das da ganz mühsam. Ist da ist schon noch eins. Ja.
Ah, der Barracks kennt es auch mit dem Eistee. Von einem gewissen Eistee zu viel getrunken hast. Ich finde den von der Migros, der ganz normale, den finde ich voll geil, aber das ist zum Beispiel so einer. Das ist zwar nicht der schlimmste. Der schlimmste bei mir, wo so einen richtigen Brand auslöst, ist der Nasty. Den hast du nicht gern, der von der Migros. Der blau-weiß gestreifte, echt. Ich habe den auch gern, weil der, keine Ahnung, ist vor allem der hellblau, der ein bisschen weniger Zucker hat, ist halt eben nicht so mega süß. Also hast du allgemein nicht gern oder gibt es andere, die du lieber hast? Oder selber machen ist natürlich auch so etwas. Oder früher hat es noch das Pulver gegeben, kennt ihr das noch? Das war schlimm als Kleiner. Dann hast du natürlich so viel Bödel im Glas mit Eistee-Pulver und dann so viel Wasser drauf. Oh. Ja. Das war natürlich für den Zuckerspiegel nichts, aber als Kind ist dir das ja wurscht. Das ist die pure Zuckerbombe, ja voll, ja. Das ist einfach nur Zucker mit Geschmacksstoff, glaube ich. Ja, aber wir haben mal noch... Also wir haben es nicht lang gehabt. Ich glaube, meine Mutter hat schon gemerkt, dass es noch ein Scheiß ist. Und das war, glaube ich, mal vielleicht für den Geburtstag oder so gewesen. Und dann haben wir einfach so eine Dose gehabt mit so Eistee zum Anmachen. Aber das ist schon... Also das solltest du eigentlich nicht. Das ist schon einfach pures Gift. Was von den Süßgetränken ist keine pure Zuckerbombe? Ja, auch wieder wahr. Also wir haben dann nur mal so eine kurze Eistee-Phase gehabt, vor allem meine Frau. Oder immer nach dem Sport braucht es irgendwie ein eiskaltes Cola. Also nach einem Match, wo sie sich wirklich verausgabt hat oder so. Aber ja, also ich trinke seit vielen Jahren eigentlich schon nur noch Wasser. Also wenn ich mal etwas anderes nehme, dann ist es, weil ich irgendwo eingeladen bin oder ja, weil ich wirklich mal Bock habe auf irgendetwas anderes. Aber sonst bleibt es bei mir einfach bei Hahnenburger und gut. Ah, der Barracks hat, glaube ich, genau den Nasty gemeint. Oder der von der Migros. Okay. Ja. Ah, zu viel Schwarztee. Ja, das stimmt. Der von der Migros, der schmeckt schon ein bisschen nach Schwarztee. Ja. Ich habe auch gerne Schwarztee noch. Das muss man halt dann auch gerne haben, ja. Ist die Bio-Schweizer Alpenkräuter aus der Migros habe ich mega gerne. Der ist wirklich nicht süß, das stimmt. Also, einmal in meinem Kopf noch. Ich hatte den auch ein Weile lang getrunken, als ich noch. Keine Ahnung, wie lange gibt es das schon? Bin ich dort noch in der Lehre gewesen? Keine Ahnung. Der war noch fresh, ja. Hast du den von der Migros gemeint, Barracks? Okay. Ja, der macht dich wirklich kaputt. Der ist schön noch kühl. Am liebsten noch so im Sommer, du hast richtig Durst. Und dann gehst du in den Kühlschrank und du siehst einfach die Eistee-Packung dort. Und dann, du weißt, wenn du jetzt den trinkst, dann ist es vorüber, oder? Du hast kurz so die... es ist so schön frisch und kühl und dann schaust du die Packung an und ich muss nochmal und irgendwann ist die Packung leer und dann merkst du so im Magen so shit und es ist scheiße und ich habe immer noch Durst. Das ist richtig der Horror, ja voll. Oh je. 14, Leutli. 14. Okay, wir dürfen wieder umdrehen. Ist ja wunderprächtig. Let's go. Also ich packe jetzt da einfach aus. Ich mache jetzt das fertig, weil das lohnt sich wirklich nicht für nächstes Mal noch. Da noch irgendetwas anfangen da. Die Plättchen haben wir schnell platziert. Und dann kommt noch außenrum ein bisschen Verzierung an und tschüss. Aber da, die sind jetzt ein bisschen im Weg da. Also das ist jetzt wirklich ein Zeichen. Also die hätte man separat abpacken, das wäre noch nice.
So, und jetzt. Wie geschützt das? 6er. Einfach der Rahmen. Da der Rahmen rundum, also hier platzieren wir da die ganzen. Fangst du schon oben an, seht ihr, was ich da mache. Das können wir jetzt hier gerade rundum machen, da muss ich gar nicht weiter schauen. Schöne Fließbandarbeit. Ich bringe übrigens meine Frau ganz langsam, bringe sie als Science-Fiction-Thema an. Ganz langsam. Mit Säuferli, das muss wohl geplant sein, oder? Bis wir irgendwann Star Wars komplett durchschauen. Und dann habe ich es geschafft in meinem Leben. Das ist die Legacy, die ich hinterlassen will, oder? Haben wir zuerst angefangen gehabt, Weihnachtsfilm. Weihnachtsfilm. Sie so, gibt es nicht noch den mit dem Bruce Willis? Der spielt doch an Weihnachten. Weil ich habe irgendwann einmal habe ich ihre Stelle langsam vorgelesen gehabt. Das ist ja Heiligabend. Und sie hat es noch im Kopf gehabt, irgendwie, weiß nicht. Und wahrscheinlich hat sie es aber assoziiert mit dem Arnold Schwarzenegger versprochen oder so. Man weiß es nicht. Ich werde es auch nie nachfragen. Jedenfalls hat sie gesagt, ja, der mit dem Bruce Willis. Ich so, stirb langsam. Ja, ich weiß nicht, kann sie der am Heiligabend? Ja, stirb langsam, ja. Ja, voll. Ja, schauen wir. Weihnachtsfilm. So gut. Und dann, haben wir den geschaut, der erste. Und dann der zweite. Nachher haben wir nicht mehr weitergemacht. Aber, letzte Woche, dann, ich ihr so das 5. Element zeigen. Oder du musst ja irgendwo Säuferli so ein bisschen reinkommen. Weißt du, der Bruce Willis, der kennt sie noch, oder? So ein bisschen Assoziationen mit, ist cool, der tut alle immer vermöbeln und so, macht alles auf eigene Faust, das ist cool. Hat sie ja gern beim Liam Neeson. Gut. Zuerst natürlich, nein, komm, hör auf, nein, das ist so Science-Fiction-Kram, nein. Und dann ich nebenzu einfach den Trailer laufen lassen. Das bitte, komm jetzt. Schau jetzt da, das ist der Bruce Willis, der macht da mit. Okay. Schauen wir halt. Ich habe ihr natürlich vorgehalten, was ich alles schon mit ihr geschaut habe, die letzten 10 Jahre, oder? Aber ja, anyway. Haben wir dann das 5. Element geschaut und sie haben wirklich gut gefunden. Und meine Hoffnung wächst jetzt extrem natürlich, fast schon ins Unermessliche, wenn ich mich mit dem Kabel hier verheddere, dass wir einig uns Star Wars reinziehen. Weil ja, das ist einfach ein Kulturerbe, das muss man einfach sehen. Ja, da lasse ich nicht mit mir reden, dass man durchs Leben geht und das nie gesehen hat. Auch wenn man eine Scheiße findet. Hauptsache man hat ihn mal gesehen. Mir gleich. So. Bitte nur 4 bis 6 ist gewünscht bei Star Wars. Das ist eben noch das Problem, das ich habe, oder? 4 bis 6, klar die besten. 4 bis 6, aber auch die ältesten. 4 bis 6 bei meiner Frau, sie muss Zusammenhänge kennen, oder? Es ist wichtig, dass sie weiss, wer ist das? Wer ist das? Was hat der gemacht? Wer ist das? Game of Thrones, erste Season, absoluter Horror, oder? Also ich meine, das ist ja für Normale schon der Horror. Übrigens, TJ Laser, willkommen. Ja. Und darum vielleicht 1, 2, 3 gleich noch schauen, damit sie die Entwicklung sieht, oder? Schwierig. Aber 1, 2, 3 ist wiederum, das sind die cringy Folgen, oder? Ist ganz schwierig, finde ich. Dom Ding sagt, Star Wars ist auch nicht seins. Hast du einfach einig gesehen, wie der Kollege niemand für ins Kino hatte? Das ist aber Bro-Love, oder? Also das ist schön. Wenigstens der Kollege begleitet die Kino. Dann wahrscheinlich Episode 7, oder? Also
Der 7. Film, nehme ich an. Die neueren, die noch nicht so lange her sind. Oder ist es gerade Han Solo gewesen? Bei dem verstehe ich es. Also Solo. Ja. Jetzt bist du ein Guilty Pleasure. Aber wahrscheinlich nach 6 nur Müll. Okay. Ich bin dort halt sehr einfach zu ködern, oder? Ich habe die im Fall 7, 8, 9 habe ich gar nicht so schlecht gefunden. Ganz ehrlich. Das ist einfach so leichte Kost, die nebenbei kannst laufen lassen. Das finde ich absolut toll. Ja, aber weißt du, wie willst du denn anfangen, oder? Ich habe mir dann auch überlegt, mache ich es so, wie ich es gemacht habe, aber dann ist es wieder zu viel, oder? 1, 2, 3. Dann Obi-Wan, wo ja, glaube noch nicht mal fertig ist. Dann 4, 5, 6 Solo sicher nicht. Dann Mandalorian, Boba Fett, dann wieder Mando, wo jetzt dann wieder rauskommt. Und dann, was kommt noch? Kommt dort noch dazwischen Rogue One noch rein? Die Diskussion haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Das war gleich schlimm mit mir. Ja, volle Mechanik, dann kommen wir zurück. Wie wär's mit Avatar 1 und dann im Kino Avatar 2? Auch ein sehr guter Vorschlag. Avatar 1 hat sie, glaube ich, aber schon gesehen. Ich weiß noch nicht mehr, was sie dazu gemeint hat. Ob das gut war oder nicht. Ich verstehe nicht, sie hat Hobbit mit mir geschaut, aber Herr der Ringe nicht. Aber die Anekdote habe ich erst ein paar Mal erzählt. Vorhin erzählst Alien 1 und 2 und dann Terminator 1 und 2 zeigen. Ah, schön. Sehr schön. Alien 1 und 2 will ich glaube ich noch schauen, einfach weil es grusig ist. Wir sind beide so ein bisschen im Horror-Genre nicht ganz abgeneigt. Und das ist ja ein bisschen Horror, oder? Aber die sind halt auch schon so alt, oder? Das ist immer ein bisschen schwierig. Es sind immer noch mega gut gemacht und alles. Aber gewisse Szenen sind dann halt aber schon ein bisschen cringe mittlerweile, wo du früher gesagt hast, wow, wie echt! Aber ich gesagt, der Film, den ich schaue, ist Die letzten Jedi. Last Jedi. Das ist, glaube ich, schon 7, oder? Jetzt müssen wir vielleicht schon helfen. Die 1 und 2 sind hure geil. Ja, das ist so etwas für so einen Mannenabend. Entschuldigung, jetzt soll ich natürlich wieder ausgrenzen. Natürlich auch alle Frauen, die das gerne schauen, absolut. Aber, wow. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, aber das ist so etwas, wo ich gerne mit den Kollegen würde schauen, Bierli, und dann einfach das fetzt nur die ganze Zeit. Ja, aber so Filme, die sie halt nicht kennt und vor allem, die sich in einem Genre bewegt, wo sie nicht schaut, ist immer zuerst mal nein. Da brauche ich immer ganz viel Überzeugungskraft. Hä? Die habe ich ja schon lange gemacht. Das ist viel zu spät da. Die habe ich ja schon lange gemacht. So. Jetzt wird hier innen platziert. Das letzte Mal, das letzte Mal im Kino gewesen, 2005 oder 2006. After the Sunset. Unga, schöner Lurk. Merci vielmals. After the Sunset. Was ist das? Tue ich mich jetzt gerade wieder als Indian Noob outen? Muss ich das googlen jetzt? Was ist das? After the Sunset. Film. Pierce Brosnan. Lustig, ich habe voll den Pierce Brosnan im Kopf gehabt. Dann habe ich auch irgendwo mal das Cover gesehen. Ah, aha. Schön. Ja, why not? Also Pierce Brosnan geil, Salma Hayek auch. Mittlerweile natürlich beide schon uralt, aber ja.
cool. Pierce Brosnan habe ich noch einfach einen geilen Bond gefunden. Das war halt der Bond, wo ich damit aufgewachsen bin. Habe ich einfach per se gefeiert. Goldeneye, Die Another Day, oder wie hat das? Nein, Die After Tomorrow. Wie hat der geheißen? Wie hat der geheißen? Irgendetwas mit Tomorrow. Und The World is Not Enough. Tomorrow Never Dies. Ja, genau. Dankeschön. Ganz genau. Tomorrow Never Dies. Irgendwie mein persönlicher Favorite war. Kollege und glaubt der halben Welt ihre Goldeneye. Ja. Tomorrow Never Dies war halt der erste Bond, den ich gesehen habe. Deswegen vielleicht ein bisschen. Und dann Die Another Day. Nein, The World is Not Enough. Von dem habe ich noch das Game auf der PlayStation 2. Und das war immer so richtig gut gewesen, Leute. Das hat es, glaube ich, auch noch auf dem Cube gegeben. Das hat einen richtig geilen Multiplayer gehabt. Völlig unter dem Radar geflogen. Und ist GoldenEye auf dem Nintendo 64 gar nicht in so viel nachgestanden und hat natürlich bessere Grafik gehabt. Bots haben leider gefehlt, aber wenn ihr ein bisschen Leute bei euch gehabt habt, hat das eine richtig coole Party gegeben. Hey. Just saying. Der letzte echte Bond gsi. Und nachher ist der blonde Bond gekommen. Ich kann nur. Also mit Daniel Craig habe ich nur. Wie hat das geheißen? Ghost. Spectre, Ghost. Hat es beide gegeben? Keine Ahnung. Einer von denen habe ich gesehen. Ist mir nicht mehr im Kopf. Keine Ahnung. Ist mir nicht geblieben. Casino Royale haben die alle so abgefeiert, wo das rausgekommen ist. Geilste Bond ever und so. Endlich mal einen richtigen. What? Was ein richtiger? Was ein richtiger? Bergs hat ein neues Level von Bosheit entdeckt. Es gibt Kugelschreiber, wo die Tinte nach 48 Stunden nicht mehr sichtbar ist. Stell dir vor, die hätten den Stift an die Prüfung jemandem ausgelegt. Oh shit! Ja! Oh mein Gott! Tinte nach 48 Stunden nicht mehr sichtbar. Oh Gott. Das ist eine Hure übel. Und die sieht sicher noch normal aus, oder? Wow. Das ist echt next level. Sorry, aber der Craig ist einfach kein Bond, ist einfach ein stinknormaler Actionfilm. Ja, wahrscheinlich ist mir darum nicht im Kopf geblieben, ja. Dass es einfach ein stinknormaler Actionfilm ist. Es hat einfach ein bisschen an Charme verloren, ein bisschen an Klasse vielleicht. Aber ja, für das habe ich jetzt wenig Craig Bond-Filme gesehen, um das richtig beurteilen wahrscheinlich. So, wir kommen am Ende näher. Finally. Okay, 15. Ich noch nicht. Bergs muss noch mal ein Studium machen, um den Plan umzusetzen. Ausgezeichnet. Gute Idee. Sagst mir, wie es gelaufen ist. Doch beide aufmachen. Damit. Wenn sich ein Bourne müssen anpassen. Ja, Jason Bourne ist aber geil. Meine Meinung. Habe ich wirklich cool gefunden. Obwohl ich der neueste, ich glaube der 4. ist das, oder? Ist der immer noch mit Matt Damon? Ja, den habe ich nicht gesehen. Aber die ersten 3. Das war auch so etwas, da habe ich irgendwo. Früher hat es im Mediamarkt aber noch da die Grabbelkiste gegeben.
Einfach mal dort Jason Bourne Ultimate Collection für, keine Ahnung, 30 Franken Blu-ray. Gekauft. Früher, wo man noch Blu-rays gekauft hat, wisst ihr noch? Studiumpartner, nein, fix nicht mit dir, ey. Aber ich kann ihn sehr empfehlen, natürlich. Aber ich habe schon ein Studium gemacht mit den Bergs, darum leider nicht mehr. Studium in Kleinbausteinethik. Nackte Kanone möchte ich mal wieder schauen. Ah ja, der wäre auch mal wieder geil. Ich habe den letzte Mal gesucht und ich habe aber nur einen Teil gefunden. Also wie ist der 3, 1/3 oder so? Sind irgendwie nicht alle verfügbar gewesen. Und ja, ich will dann schon mit dem 1 anfangen. Also bitte. Also bitte. Oh, wo ist schon 5? So. Da mal alles festdrücken. Irgendwie erinnere ich mich die Musik jetzt gerade so ein bisschen an The Beach. So ein Film war. So viel darüber geredet worden ist damals. Ich habe einfach die Szene am geilsten gefunden, wie der Leonardo DiCaprio so völlig irre durch den Wald durchsäckelt und es ist einfach so ein Videogame. Das habe ich geil gefunden. Gut. Was ich gerne für Serien schaue. Schwierig, hä? Ich bewege mich schon eher so ein bisschen im Fantasy-Genre. Außer jetzt hat man tatsächlich eine Horror-Serie oder Thriller. Psychothriller-Zeugs. Was habe ich so richtig geschaut? Also Breaking Bad habe ich mehrmals geschaut. Game of Thrones. Also so ein bisschen die grösseren studiere ich jetzt gerade. Mentalist habe ich irgendwie auch voll geil gefunden. Ist jetzt schon ziemlich alt, allerdings. Was haben wir noch so? Ja, Stranger Things, Shadow and Bone, Chambers. Gibt es wahrscheinlich keine Fortsetzung. Es gibt nochmal so eine geile Horrorserie, die so fett ist, aber dort ist immer noch kein Nachfolger bestätigt mit so einer Psycho-Hex, so einer alten Tante. Jetzt so spontan kommen natürlich mega viel in den Sinn, oder? Wie immer. Es gibt so viel, was ich noch gesehen habe, aber ich komme jetzt wirklich nicht. Ja, eben Mando und Boba Fett natürlich. Obi-Wan Kenobi, aber nur die ersten 2 Staffeln, die dritte muss ich noch schauen.
Marianne! Wow, der Nico weiss es! Wow. Das ist jetzt recht surprising. Ja, Marianne, ja. Habe ich sehr gut gefunden. Prison Break gesehen, ja. Malcolm in the Middle, natürlich früher auch geschaut, ja. Big Bang Theory. Also Cartoons kann ich nicht mehr so schauen, höchstens mal noch Animes. Also wenn wir dann von dem noch anfangen, so One Piece, Naruto, Dragon Ball, kann man gerade abhaken, so die grösseren halt. Wie lange wir noch machen? Eigentlich nur bis ich es fertig habe. Und das sind wir jetzt dann gerade so weit. Ich habe jetzt schon ein bisschen überzogen, aber ja, ich rechne jetzt noch bis am 20 ab 5:30 vielleicht. Und da gehe ich eigentlich schon davon aus, dass wir das da durch haben. Wenn wir da die Teile, die ich brauche, nicht entgleitet. Gibt es bei euch Lieblingsserien? Oder vielleicht auch Lieblingsserien, wo es keine Nachfolger gibt oder keine Folgestaffeln? Und ich sage, das nervt mich richtig. Also bei Marianne zum Beispiel nervt es mich. Chambers war so cool, weil es am Schluss noch so creepy Voodoo-Shit gegeben hat. Ja, aber ist jetzt nicht so hure gute Serie, dass mich nervt. Ja, da habe ich noch irgendwelche Serien gesehen, wo ich zwar fertig geschaut habe, aber einfach nur zum fertig zu haben, wie zum Beispiel wie hat das geheißen? Tote Mädchen lügen nicht oder so. Einfach mal angefangen und also es ist ja eigentlich schon gut. Aber ich habe sie dann auch ziemlich binge-watched und darum ist mir das nicht so im Kopf geblieben. Einen schönen Rest in dem Fall. Polymechanical, merci fürs Vorbeischauen. Dir auch ganz einen guten Rest. Ja. Und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Gute Zeit und merci fürs Vorbeischauen. Jetzt wird da schon zweihändig platziert. Da. Turbo Mode. So, und Bild rein. Wow. Smooth. Sehr sexy. Und jetzt noch umdrehen, oder wie? Ja, einfach hier an die Ecke noch drücken, das habe ich, ja, ist gut. Und jetzt muss man hinten dran noch da die Schieberli rauf tun, während es steht, aber sonst geht das natürlich nicht. Jetzt das Bild verankern. Und alle? Habe ich alle verwünscht? Yeah! Woo! Voilà! Inklusive Rahmen. So, man sieht es gerade noch so, hä? Aber ja, warte, ich muss noch mal schön wechseln. So. Weil da haben wir ein bisschen bessere Beleuchtung. Also es ist doch nicht so klein, hä? Also der Rahmen macht es gerade mal so ein bisschen aus, dass das doch ein bisschen Platz einnimmt an der Wand. Wunderschönes Teil.
Hier, mega cool, auch wenn man es ein bisschen von weiter weg anschaut, oder? Also es ist eigentlich krass, was es ausmacht, oder? Wenn man es jetzt von näher anschaut, wenn er jetzt zum Beispiel da mal auf Mount Fuji schaut, wenn ich jetzt da weiter weggegangen, dann sieht das wirklich, also sieht es noch eher danach aus. Also je weiter dass er weggeht, desto... Ja, desto mehr sieht man das halt als so ein homogenes Bild und Konstrukt und finde ich es mega schön. Von näher natürlich auch mit diesen ganzen Vögel da, die wir noch platziert haben. Und hier unten sind natürlich auch da die ganzen Mannsgöckli, das sind sehr lustig, die da halb am Versaufen sind. Da unten auch noch. Und da hinten hat es noch 2. Also die Fische sind ja da am schlimmsten, oder? Die sind direkt unter der Welle. Gut, die kommen vielleicht noch, unten durch, oder? Und die da kracht jetzt sicher auf die da hinten runter. Ja, also mega schönes Teil. Ich würde sagen, wir packen das näher dort hinten rauf. So ein bisschen an die Wand dort, dass man das auch ein bisschen sieht. Ja, aber vielleicht nochmal geschwind einmal zurück. Also, eben, man kann das relativ schnell zusammenbauen, das geht eigentlich, weil von der Anleitung her lässt sich sehr gut lesen. Man hat immer hier so ein bisschen die Nahaufnahmen, es ist rot umrahmt, dass man muss platzieren muss. Und wenn man natürlich nicht gleichzeitig im Stream muss schwätzen und so, dann kann man sich so gut konzentrieren, dass man auch die platziert, wo man muss. Es hilft natürlich auch, wenn man die rausnimmt, die sie anzeigt, dass man weiss, wenn man alle platziert hat, wenn man die Zeit sich nehmen. Sehr, sehr stimmungsvoll, gut, abwechslungsreich. Natürlich hat man immer ein bisschen so die Thematiken, die man abdecken dann währenddessen. Man das bauen, also zuerst so die rosaroten, dann weiß, dann kommt so ein bisschen grau, und dann hast du die blauen und dann poppt es so langsam ein bisschen und baut sich ein bisschen in die Höhe. Und am Schluss hast du noch den Rahmen. Und ich finde es cool, der Rahmen ist ja eigentlich das langweiligste von dem Ganzen, oder? Und der geht auch wirklich am schnellsten. Das ist geschwind ein bisschen zusammenstecken, das ist geschwind da noch den Rahmen ein bisschen aufsetzen und dann abschliessen mit den glatten Plättchen. Und dann war es das auch schon. Und es hat hinten auch die Möglichkeiten, übrigens, nochmal geschwind umstellen. Es hat zwei Haken, also 2 Löcher, wo ihr könnt, die Nägel schlagen und dann quasi das auch einhängen. Also das ist auch gedacht worden, ihr müsst nicht irgendwie Angst haben, dass es hier irgendwo mal reindrücken oder so. Also ihr könnt die Nägel oder die Schrauben natürlich am falschen Ort an. Dann, ja, don't be, Aber es ist der Great Wave. Nochmals ein grosses Dank an alle Lego, die uns das übrigens geschickt hat. In diesem Fall. Hat sich mega gelohnt. Hat mega viel Spass gemacht. Auch wenn ein bisschen viel Abstand war natürlich zwischen dem ersten Stream und dem zweiten. Und wir das jetzt doch ein bisschen Zeit doch noch fertig geschafft haben. Ja, wunderprächtig. Okay, aber jetzt habe ich ja tatsächlich schon 23 Minuten überzogen und ich wollte eigentlich nicht noch viel länger, sonst will meine Chefin ist ja noch irgendwo da im Chat. Und ich sehe jetzt, dass ich da noch am Rumpläuschen bin. Und ich habe schon noch etwas zu tun. Da wird noch gefragt vom SDTLC, sind die Löcher der richtige Weg um? Da fragst du jetzt gerade etwas. Ja, sie sind ja. Also so und die Löcher sind so. Ah, du meinst wegen... Jetzt habe ich noch irgendwo einen Vogel abmontiert wegen dem Kehren. Ah, du meinst es so wegen dem Drehen? Ja, absolut. Ja, sie müssen natürlich so rum sein, dass man es einhaken kann. Ja, das stimmt, ja. Wahrscheinlich dann beim Nägel einschlagen wäre es mir dann auch noch aufgefallen. Ich tue das dann noch in die Tonung bringen, genauso wie die Vögel nochmal montieren, die jetzt runtergeflogen sind. Ah, damn it! Ja, da muss ich auch nochmal kontrollieren, welche das waren. Super verkehrt, ja. Hier. Nägel hat es verkehrt. Ja, merci, okay, ist gut. Ist ja gut. Ich hätte es schon gemerkt. So, das Mikrofon verabschiedet sich auch schon da. Gut. Ja, okay. Immer auch kletzeln. Richtig. Aber ich gehe jetzt. Der
Darum, merci vielmals, dass ihr heute alle zugeschaut habt. Es hat richtig viel Spass gemacht. Auch danke, dass ihr am 3. Januar schon reingeschaut habt. Eine richtig, richtig tolle Sache gewesen. Und nochmal zum Wiederholen, 2023, also ab sofort, immer am Dienstag von 1 bis 3 und nicht mehr von 11 bis 1. 1 bis 3 ist die neue Zeit. Wie manchmal, wer sich ab der Wand geht, ja, ein paar Mal garantiert, bis er irgendjemand gemerkt hat. Maximal 3 Mal geboten. Okay, gut, wir müssen das nächste Mal auflösen, wie viele Mal dass es ab der Wand geht ist. Und nächstes Mal machen wir weiter mit hier oben. So. Da ist die Rakete, sieht man noch ein bisschen, Saturn 5 von der Apollo-Mission. Die machen wir dann noch weiter. Ganz eine herrliche Woche, guter Start weiterhin. Habt's gut und bis bald. Tschüss mit